Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. It's Kasperl. Leute. Ich sage für die Leute, die sich immer beschweren, wenn es politischen Content gibt, braucht jetzt schon nicht mehr weiterschauen. Hier wird es heute wieder um Politik gehen und eher Bock. Ne? Ich weiß, viele Leute haben da keinen Bock drauf. Schau dir das nächste Video wieder. Ne? Richtig. Wir sind hier heute, wir haben schon mal auf ihn reagiert. Ne? Ihn hier, der war zuerst, glaube ich, ne? War Skeptic. Ein unvorteilhafter Freeze-Frame, aber es ist der erste Frame im Video. Ne? Richtig, aber dann, ich mag den Mann wirklich gerne, der gehört zu meinen Lieblings-Content-Creatoren, wenn es eben um ja, sozialkritische und auch politische Inhalte geht, ne? Er und Sinans Woche und dergleichen, gebe ich mir sehr, sehr, sehr gerne, weil die immer versuchen, so offen und objektiv und sachlich wie möglich an auch kontroverse Themen ranzugehen und die diesen berühmten Meinungspluralismus eben auch verteidigen, ne? Dass man miteinander spricht, dass man sich nicht irgendwie emotionalisieren lässt und nicht auf so eine unsachliche Ebene ziehen lässt. Und ja, weil, keine Ahnung, irgendwelche Dullis, die einfach straight up ihre Provokanda in den digitalen Äther blasen, die sie 1:1 von irgendwelchen anderen Dullis übernommen haben, ja, die haben halt keinen Mehrwert, meiner Meinung nach. Auf der Plattform nicht, auf anderen Plattformen auch nicht. Und dementsprechend, ne, gehen wir jetzt da, denn das Video heißt Messerkriminalität, die Denkfehler von links und rechts mit Wolfgang M. Schmidt bei Ungeskriptet. Also geht wohl darum, bei Ungeskriptet, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, das ist ein, will jetzt keine Scheiße erzählen, soweit ich weiß, ein Podcast, Interviewformat, ja? Und das eher so ein bisschen, würde man sagen, rechtskonservativ angesiedelt ist, grundlegend. Und ich war sehr interessiert jetzt an der Nummer. Ich habe das Video hier noch nicht gesehen, ne? So wie die meisten Videos, die ich reacte, vorher noch nicht gesehen habe. Und mich hat das aber interessiert, weil ich es gut finde, wenn Leute auch auf ihrer Social-Media-Plattform eben den hoffentlich objektiven Diskurs suchen, eben mit Leuten von der genau anderen Seite. Ne? Weil ich kann natürlich auch jemanden in den Podcast damit reinladen, der genau dieselbe Meinung hat wie ich, und dann reibt man sich dann da 1,5 Stunden gegenseitig im Schritt, und gebracht hat das im Endeffekt niemandem was, außer dass dass sich da Leute sagen, ja, genau. Und bekommt man bekommt keinen anderen Blickwinkel auf die Dinge, und man nimmt sich da ja auch die Chance, im Zweifelsfall auch ja, falsch liegen zu dürfen. Ne? Von beiden Seiten. Ich bin auch ein sehr meinungsstarker Mensch, aber wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der und den anderen Standpunkt vertritt, und in dieser Unterhaltung merke ich, okay, der hat gute Punkte und die überzeugen mich, so, dann kann ich meine Meinung auch ändern. Richtig. In diesem Sinne, Leute. Dann muss ich nur noch sagen, hockt euch her, dann mal mehr. Reißt euch eine Häube auf. Das habe ich gerade getan. Und mir ging einer hier bei Skeptic. Schnörres. Wunderbare Schnörres, sogar Doppelschnörres. Doppelschnörres unter der Unterlippe noch. Ist ein Mini-Schnörres noch dran. Einwandfrei. Let's go. Endlich hat es Ben geschafft. Mit Wolfgang M. Schmidt hat er einen waschechten Linken im Podcast Ungeskriptet zu Gast. In 4 Stunden blieb für mich vor allem ein... Ich habe von dem Wolfgang M. Schmidt schon ein paar Sachen mitgekriegt. Der kommt mir relativ best vor. Ne? Weil viele Leute werden abgeschreckt sein, einen waschechten Linken. Leute,
die Leute, die aus dieser Vogue-Bubble und auch die, hier, keine Ahnung, wie sie heißt, die hätte nie so auf dieser Welt, das ist nicht, ne, das ist nicht der Archetyp für eine politisch links eingestellte Person. Ne? Das sind aufmerksamkeitsgeile Dullis, die sagen hier lieber Aktivismus als eine richtige Arbeit. Ganz oft selber aus irgendwelchen wohlstandsverwöhnten Haushalten gekommen und von der richtigen Welt und der Lebensrealität, in der 90% der Menschen, die hier als Arbeitnehmer in Deutschland unterwegs sind oder Kleinselbstständige sind, von der Lebensrealität dieser Leute überhaupt keine Ahnung haben. Ne? Also bitte nicht verwechseln. Ne? Diese Leute haben mit Linkssein meiner bescheidenen Meinung nach überhaupt nichts zu tun. Vor allem, weil sie auch gegen einen Meinungspluralismus sind. Ne? Weil andere Meinungen grundsätzlich runtergebrüllt werden, anstatt dass man normal darüber diskutiert. Und weil man versucht, anderen Menschen das eigene Weltbild aufzudiktieren und komme, was wolle. Und das ist definitiv kein traditionell linkes Verhalten, sondern das geht in die faschistoide Richtung. Problem auf der anderen Seite ist halt genauso. Ne? Aber let's go. Hängen. Links und rechts sind jeweils blind für die Gegenseite. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Hier kommt die Rolle von Messerkriminalität erklärt. Ui, da ist das laut. Digi. Machen wir hier mal aus. Messermänner. Für die einen ist es ein existenzielles Problem in der Bundesrepublik Deutschland. Für die anderen sind es unglückliche Einzelfälle. Ben und Wolfgang vertreten zum Beispiel diese Positionen. Das kann halt beides richtig sein. Ne? Nur weil es ein existenzielles Problem ist, heißt es ja nicht, dass es auch systematisch ist. Ne? Es kann beides richtig sein. Für mich ist es eine Scheindebatte, aber aus anderen Gründen, als du vielleicht denkst. Bevor wir zum eigentlichen Highlight des Podcasts kommen, schauen wir uns noch weitere Schlüsselszenen an. Erstens, der Mythos über Gleichheit. Ich erlebe es immer wieder im echten Leben, wenn ich mit Leuten über soziale Gerechtigkeit diskutiere. Fast jedes Mal, wenn man über Gleichheit spricht, gehen die Wände beim Gegenüber hoch, weil er denkt, Gleichheit sei Gleichmacherei. Wolfgang erklärt hier... Nee, das ist ja das Problem. Das haben ja aber auch vor allem diese Wokies nicht verstanden, dass Gleichberechtigung nicht gleich Gleichheit ist. Ne? Dass ich natürlich sagen kann, hier, wenn ich eine Transperson habe, soll die dieselben Rechte haben wie jeder andere Mensch auch, was ihr ja das Grundgesetz eh schon zusichert. Dass das aber nicht bedeutet, dass ich 1:1 eine Transperson mit allem drum und dran auch biologisch gleichsetzen kann mit einer realistisch, biologisch in dieses Geschlecht reingeborenen Person. Ne? Dass das zwei unterschiedliche Stiefel sind, aber das checken viele Leute nicht. Großartig, wie er Linkssein versteht. Wenn wir eigentlich das Linkssein definieren wollen, dann müssen wir sagen, gehen Menschen, die links sind oder links denken, sich da irgendwie verorten, viele bezeichnen sich auch gar nicht so selbst, davon aus, dass alle Menschen gleich sind. Die Gleichheit der Menschen, das ist eigentlich das Prinzip, das die linke Politik von einer rechten Politik grundsätzlich unterscheidet. Die Grundfrage ist also... Ja, sagen wir, rechten Politik, weiß ich nicht, aber ich verstehe, was er da meint. Das ist halt dieses Lagerdenken, das sehr oft eben halt meiner Meinung nach auch gerade in rechter Politik vorhanden ist, was aber leider Gottes, wie gesagt, eben auch in den letzten 15 Jahren sich irgendwie in die linkspolitisch gerichtete Szene auch eingeschlichen hat. Und zwar ein Wir gegen die. Ne?
Also ein Wir sind so und die anderen sind anders und das lässt sich nicht vereinbaren und deswegen müssen wir jetzt irgendwie für unseren Platz hier kämpfen. Ist eine schwierige Debatte. Ist eine sehr schwierige Debatte. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier dabei rumkommt. Sind alle Menschen gleich? Viele verstehen diese Idee falsch und denken, es gibt doch offensichtliche Unterschiede zwischen Menschen. Deswegen müssen Linke falsch liegen. Es geht hier schlicht um eine falsche Äquivokation. Fehlschluss der falschen Äquivokation. Also der Mehrdeutigkeit eines Begriffs. Die falsche Äquivokation bedeutet, dass ein Begriff innerhalb eines Arguments in unterschiedlicher Bedeutung verwendet wird, wodurch ein scheinbar logischer Schluss entsteht, der tatsächlich keiner ist. Viele Menschen lehnen Gleichheit ab mit dem Argument, Menschen sind nicht gleich. Der eine ist groß, der andere ist klein. Der eine ist stark, der andere schwach. Das Problem? Hier wird gleich im Sinne von identisch verstanden. Linke meinen mit Gleichheit aber nicht, dass alle Menschen gleich sind, sondern dass alle Menschen gleich behandelt werden sollen. Ja, eben, das ist der Punkt. Ne? Es werden zwei verschiedene Bedeutungen des Begriffs gleich vermischt, um ein Argument zu widerlegen, das so gar nicht aufgestellt wurde. Damit wird am eigentlichen Punkt vorbei diskutiert. In meinem Buch... Ja, und das ist auch wunderbar für Leute, die gern Strohmänner aufbauen. Ne? Die gern Strohmänner aufbauen und gern absichtlich Dinge falsch verstehen, um dann da dagegen zu argumentieren. Wohl wissend, dass Bullshit ist, ne? Dialog statt Dogma, wie wir gesellschaftliche Konflikte lösen, ohne zu spalten, erkläre ich viele solcher Fehlschlüsse. Links dazu gibt es in der Beschreibung. Und wenn du beruflich Unterstützung brauchst, dann schau auf, wo Menschen unterschiedlich sind. Der eine ist groß, we communicate. Es ist ganz klar, dass Menschen unterschiedlich sind. Der eine ist groß, der andere klein, der eine mag Fußball, der andere kocht gerne. Die eine Frau hat rote Haare, mal schwarze Haare, mal blonde Haare. Das hat... Haha, legendary. Assi-Toni, Alter. Der ist viral gegangen zu Zeiten, wo es noch nicht so leicht war, viral zu gehen. Oh, meine Fresse, der Assi-Toni, das war legendär damals. Schon Assi-Toni verstanden. Wenn ihr philosophische Analysen gemischt mit etwas Humor mögt, dann solltet ihr jetzt den Kanal abonnieren. Richtig ist, Gleichheit bedeutet nicht Identität. Unterschiede zwischen Menschen bleiben bestehen. Identitätspolitik oder Relativierung sind hier also fundamental nicht das Thema. Es geht nicht um Gleichheit im Sinne von identisch sein, sondern um Gleichheit im Sinne von gleichen Rechten, gleichen Chancen, gleicher Würde. Jetzt werden natürlich viele gleich sagen, ja, aber wir sind doch unterschiedlich, wir sehen unterschiedlich aus und wir haben unterschiedliche Religionen, Biografien, Geschlechter, ja. Und natürlich ist das so. Also es geht nicht darum zu sagen, es gibt keine Unterschiede zwischen den Menschen, aber es geht zunächst einmal darum zu sagen, alle Menschen sollten die gleichen Rechte haben und alle Menschen sollten eigentlich auch noch mehr als das an Gleichheit erfahren. Natürlich gibt es auch Linke, die sich hauptsächlich über Identität... Es geht ja viel um Fairness und es geht halt auch darum, den wirklichen, zum Beispiel wirklichen Rassismus zu bekämpfen. Nicht diese Scheiße, die einem aufgeschwallt wird, was nicht angeblich heutzutage alles rassistisch ist, Wandern und so. Ihr kennt die ganzen Bullshit, der in den letzten Jahren da umeinander gepimmelt wurde, sondern wo es einfach nur darum geht, dass man sagt, hier, der Mensch ist gleich wert, scheißegal, wo er herkommt, wie er aussieht, welches Geschlecht er hat. Ne? Und das, finde ich, ist sehr viel verloren gegangen in den letzten Jahren, weil durch diese zunehmende Lagerbildung zunehmend eine Entmenschlichung der Gegenseite passiert. Wir haben das jetzt in dieser Charlie Kirk-Debatte wieder gesehen, dass beide Seiten, also dass es aus beiden Richtungen, linksprogressiv und rechtskonservativ, mehr oder weniger dieselben Sätze gekommen sind. Zwar die anderen sind die Ursache für Gewalt und die sind diejenigen, die hergegangen sind, die Scheiße gebaut haben. Und dann sagen die eine, ja, hier aber Charlie Kirk, und dann sagen die anderen, ja, aber gleichzeitig hat da irgendein anderer Neonazi irgendwo anders geschossen und so weiter und so fort. Und man kommt sich da nicht entgegen, sondern man beharrt auf seinem Standpunkt, weil im Endeffekt man sich auf den Krieg schon vorbereitet hat. So die Schützengräben sind schon ausgehoben
und man wartet jetzt eigentlich bloß drauf, dass scheppert. Weil man aus welchem Grund auch immer diesen logischen Schluss nicht hinbekommt, dass man sagt, es gibt höchstwahrscheinlich Arschlöcher auf beiden Seiten und ein gegenseitiges Feindbilder malen und die haben aber und die sind die Partei der so und das sind Faschisten und das sind Mörder und das ist hier, führt zur zunehmenden Entmenschlichung der Gegenseite und das führt wiederum zu zunehmender Eskalation, weil es eben ja weil es die Schwelle zur Gewaltbereitschaft runtersetzt. Ja? Wenn man den anderen irgendwann nicht mehr als Menschen sieht, dann ist die Hürde, die man praktisch in sich selbst irgendwie überspringen muss, um diesem Menschen Gewalt anzutun, deutlich kleiner. Ja? Solange wir den Gegenüber, auch wenn er eine andere Meinung hat als wir und auch wenn sie wirklich komplett in die andere Richtung geht, solange wir uns gegenseitig als Menschen sehen und ansatzweise empathiebegabt sind, werden wir zwar vielleicht hitzig diskutieren, man wird sich vielleicht beleidigen und man wird auch nicht immer auf denselben Nenner kommen und vielleicht auch mal danach sich denken, was für ein dummer Wichser. Aber man wird höchstwahrscheinlich, wenn man nicht komplett gestört ist, nicht dazu übergehen zu sagen, ja, den lege ich jetzt um. Und hier, weiß nicht, wer von euch Game of Thrones gesehen hat, ne, der berühmte Satz, Chaos is a ladder. Die Leute, die versuchen, da immer wieder Öl ins Feuer zu gießen, dieses berühmte Pendel, man sagt ja immer dieses, da habt ihr in den letzten Jahren immer schon häufig gehört, dieses Politpendel mehr oder weniger, wie die Stimmung in der Gesellschaft ist, das so ein bisschen immer nach hin und her schwingt. Ne? Wenn es stark in eine Richtung ausschlägt, so eher so in die linke Richtung. Ne? Die hatten jetzt so ein bisschen diese Deutungshoheit, diese Hegemonie, war jetzt lange auf dieser linken Seite, nachdem sie davor sehr, sehr, sehr lange sehr rechtskonservativ war, im ganzen westlichen Raum. In Deutschland, in Frankreich, in den USA, überall. Und jetzt schwingt dieses Pendel wieder in die andere Richtung. Und jeder Mensch, der sagt, ich bin Demokrat und im Idealfall noch Humanist, sollte eigentlich alles daran setzen, egal welche politische Meinung er hat, dass wir dieses Pendel sich auspendeln lassen. Das ist dann halt das, ne, weil es ein metaphorisches Pendel ist, wird sich es nicht an die Schwerkraft halten und genau in der Mitte bleiben. Ne, sondern das wird irgendwo da stehen bleiben, wahrscheinlich so leicht rechts oder leicht links von der Mitte, in einer Position, in der sich die meisten Leute wohlfühlen, in so einem Wohlfühl-Kompromissbereich. Und vielleicht auch bei manchen Themen mal so und mal so, aber im vernünftigen Rahmen. Dieses Pendel wird niemals bei den Extremen stehen bleiben. Nie. Und jeder, der versucht, dieses Pendel nicht auspendeln zu lassen, sondern es immer wieder antreibt, um es in die Richtung zu schieben, die nur ihm nützt, ist kein Demokrat und ist kein Humanist. Weil er die Eskalation akzeptiert und die Kollateralschäden, die dadurch einhergehen, auch akzeptiert und in Kauf nimmt, um sich selbst daran zu bereichern. Und der ist dann auch nicht dein Freund. Und wenn dann irgendjemand da kommt und sagt, hier, diese und jene sind die schweren Verbrecher und die machen alle diese, wenn du da so Absolutismen hörst, schalt weg, der Typ will dich verarschen. Und das ist scheißegal, ob der Typ irgendwie Sascha Lobo heißt und einen rosa Irokesen hat oder ob das irgend so ein geschleckter Spasti ist, der dir einen, ne, von der Ding erzählt, ne? Von der, was nicht alles gelogen ist, ne? Gewisse Leute eine nice Sache gefunden haben, ne? Identitätspolitik definieren. Die jetzt behaupten würden, das sei aber nicht die richtige Definition, sondern problematisch, sehr problematisch. Dazu ein Exkurs zu Definitionen und Begriffen. Denn Begriffe sind dynamisch. Sie verändern sich, je nachdem, wie sie im Diskurs verwendet werden. Was einmal im Wörterbuch stand, kann sich verschieben. Deshalb ist es sinnvoll, zu Beginn einer Diskussion klarzustellen, welche Definition man selbst verwendet. Ja, da haben wir ja das ist ja die klassische
Nummer, die in den letzten Jahren oft gekommen ist, wenn irgendjemand ne, Wokeness an sich gedingst hat, ne, ein Hirn, kritisiert hat. Ne? Und dann kam oft von der Gegenseite, weiß er eigentlich, was Wokeness eigentlich bedeutet, wo der Begriff eigentlich herkommt. Und es ist vollkommen irrelevant, was der Begriff irgendwann mal bedeutet hat und wo er eigentlich herkommt. Der Begriff hat aktuell in unserer jetzigen Zeit 2025 in der Breite der Bevölkerung eine bestimmte Bedeutung und diesen Begriff, das, was aktuell damit gemeint ist, das wird kritisiert. Weil die Leute dann so hingestellt werden, ja, aber das war früher, vor 100 Jahren stand es mal dafür, dass man irgendwie Awareness hat gegenüber richtiger, echter Diskriminierung, die es damals ja noch viel krasser gab, als das heute der Fall ist. Und das tut halt nichts zur Sache und das blockiert einfach die offene Debatte durch Bullshit-Argumente. Und sowas kotzt mir immer an. Ne? Wenn vom eigentlichen Thema abgelenkt wird, wenn dann Leute sagen, hier diese gewisse woke Agenda geht mir auf den Sack, weil. Ne? Weil man dann nicht mehr ums eigentliche Thema diskutiert, sondern merkt, da kann ich relativ bald nichts mehr dagegen sagen, weil es wirklich nachvollziehbare, logische Argumente kommen werden. Und dann lenke ich einfach ab auf, weißt du eigentlich, ne, was das mal war? Das ist scheißegal. Ne? Das ist scheißegal. Das ist in der Philosophie Standard. Auf dieser Basis lässt sich sinnvoll streiten. Und der Einwand, das ist aber nicht links oder nicht rechts, ist dagegen meist diskursiv wertlos, weil er die Metaebene der Begriffsverwendung mit der Sachebene vermischt. That's true. Wenn ich hier von links spreche, dann so, wie Wolfgang es definiert hat. Und nur auf dieser Grundlage kann man die Argumente dann bewerten. Klar, in einer idealen Welt hätten wir für alle Begriffe so klare Definitionen wie bei links und rechts, also im Sinne von links ist da, wo der Daumen rechts ist. Aber leider ist die Welt zu komplex und eben dynamisch, um sich an starren Mustern festzubeißen. Lass die Leute also definieren, was sie worunter verstehen und sprecht dann darüber. Zweitens, der Mythos über Gerechtigkeit. Daran schließe ich auch meistens an, dass Linke meinen, eine gerechte Welt wäre die, in der jeder das Gleiche bekommt. Stichworte sind hier Umverteilung und Verteilungsgerechtigkeit. Ja, nee, das ist eben auch wieder so eine Sache. Da ist eine gerechte Welt, wo jeder das Gleiche für das Gleiche bekommt, ne? Und die Abstände dazu nicht so eklatant sind. In der praktisch jemand sagen kann, ja, ich hustle ein bisschen mehr, weil ich gern ein bisschen mehr Kohle hätte, weil ich mir das und das und das und das leisten will. Und aber andere Leute sagen können, okay, mir ist es gar nicht so sehr wichtig, ich möchte irgendwie über die Runden kommen und entspannt irgendwie mein Leben leben, ich hustle ein bisschen weniger. Jeder trägt seinen Teil dazu bei und der eine sagt halt, oh, ich möchte unbedingt mindestens einmal im Jahr für 2 Wochen ins Ausland fliegen und einen teuren Urlaub machen und der andere sagt, hey, mir vollkommen wurscht, ich hock mich daheim in den Garten rein und lass einen Herrgott einen guten Mo sein, dafür brauche ich nicht so viel Geld, dann, ne? Aber dass wir halt dann irgendwo da angekommen sind, dass Leute, die sich 40, 50 Stunden die Woche das Rückgrat kaputt schuften, entweder am Bau oder in der Pflege oder sonst irgendwo und davon kaum leben können, geschweige denn oft noch einen zweiten Job dazu nehmen müssen und andere Leute für, ich sag's jetzt mal überspitzt, Unternehmensberatung Hunderttausende von Euro im Jahr mit nach Hause nehmen, ist ja Horst-Shit, ne? Die bei Nicht-Linken alle Alarmglocken schrillen und sie hören lassen, jeder soll das Gleiche bekommen. Das hat aber sogar Marx schon begriffen, dass das ungerecht wäre. Was nicht bedeutet, alle bekommen jetzt genau gleich viel. Denn da würde beispielsweise ein großer Linker wie Karl Marx sagen, naja, das wäre aber ungerecht. Ja, das ist unfair. Natürlich ist das unfair. Ich kann auch zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt, ich war 2 Semester auf der Uni. Ich habe das Studium geschmissen, weil es nichts für mich war. Ne? Ich bin mit dem Druck nicht klargekommen
und habe festgestellt, das ist irgendwie auch nicht so krass mein Klientel. Ne? Und ich kann aber nicht erwarten, dass wenn ich jetzt einen normalen Job habe, hier mit einer normalen Ausbildung oder als Quereinsteiger irgendwo reingehe, kann ich nicht erwarten, dasselbe zu verdienen wie ein Akademiker, der viel studiert hat und ne, auch eine viel größere Verantwortung hat. Ne? Keine Ahnung, nehmen wir jetzt das Extrembeispiel, irgendein Neurochirurg, der irgendwelchen Leuten am Hirn operieren muss und sich darauf spezialisiert und auch wirklich sehr viel, vor allem auch seiner jungen Jahre irgendwie dafür geopfert hat, sich diese Expertise und diese Ausbildung anzueignen. Natürlich wäre das unfair, wenn er dasselbe verdient wie irgendein Quereinsteiger im hier beliebigen Beruf einfügen, ne? Oder, ne? Aber die Sache ist halt ein gewisses Maß, ne, das bei der Verteilung wäre schön. Also beispielsweise braucht der Single-Mensch weniger Geld als der Familienmensch, der vielleicht noch ein Kind mit Behinderung zu Hause hat. Also braucht diese Person auf jeden Fall mehr Unterstützung, wohl auch staatliche Unterstützung noch, damit das Leben normal geführt werden kann. Und das ist ja auch mehr oder weniger der Grundgedanke, warum wir Gesellschaften gebildet haben. Ne? Eine Gesellschaft schützt das Individuum vor individuellen Schicksalsschlägen. Ne? Dass wir vor allem gesagt haben, okay, also nicht nur der eine kann das besser, der andere kann das besser, sondern dass man sagt, okay, wir leben hier zusammen, jeder trägt seinen Teil bei. Dafür sollte mir irgendwas Schlimmes passieren und ich meinen Teil nicht mehr beitragen kann, kümmern sich die anderen mit um mich, und sollte einem von dem anderen was passieren und nicht mir und ich kann weiter meinen Teil beitragen, kümmere ich mich mit um den. Das ist dann zwar ein bisschen, ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, wenn der dann nichts mehr machen kann. Wie gesagt, kann. Wir reden nicht über wollen. Wir reden ja nicht über die Rainer Winklers dieser Welt, die einfach keinen Bock haben, sondern dass man halt abgesichert ist. Ein soziales Netz hat, das einen auffängt. Wenn wir das nicht mehr haben in unserer Gesellschaft, dann gibt es literarisch keinen Grund mehr, diese weiter aufrechtzuerhalten, weil dann können wir auch einfach wieder zu Survival of the Fittest gehen. Dann schauen aber dann die Leute wirklich dumm, wenn der Typ, der auf dem Bau arbeitet und ein Kreuz hat wie ein Ochse, dann auf einmal zu dem Typen hingeht, der wie Managergehalt bezieht, aber ein Zwetschgenmanschkerl ist und einfach dem die Kohle und die Autoschlüssel und die Schlüssel für sein Haus und seine Villa am Starnberger See einfach rausprügelt aus ihm. Ne? Das ist, wie gesagt, ein funktionierender Sozialstaat ist im Idealfall etwas, wovon alle Menschen, die darin leben, partizipieren und ihren Teil dazu beitragen, dass das funktioniert, dass die alle davon profitieren. Ne? Das braucht der Single-Mensch, der gesund ist, nicht. Also da sind wir natürlich im Reich der Unterschiede und trotzdem gehen wir aber aus von einer Gleichheit. Aus meiner Sicht ist es völlig legitim, dass diejenigen, die mehr zu etwas beitragen, auch einen größeren Teil davon bekommen. Deshalb ist es aus meiner Sicht völlig legitim, dass ein Unternehmer mehr verdient als ein Arbeitnehmer. Das hat aber in beide Richtungen Grenzen. Und der heutige Kapitalismus scheitert aktuell daran, diese auszutarieren. Ja, das ist richtig. Es ist meine Rede. Ich bin nicht so naiv, dass ich der Meinung wäre, wir könnten eine komplett antikapitalistische Gesellschaft haben. Das ist natürlich Bullshit. Ne? Aber wir brauchen eigentlich, meiner Meinung nach, eine Regierung, die eine soziale Kontrollinstanz darstellt, um eben diese Grenzen, die jetzt er gerade auch anspricht, einhalten zu können. Damit das nicht ad absurdum geht. Damit wir nicht irgendwann dastehen wie in den USA. Oder in ganz krasseres Thema wie Katar oder Dubai. Ne? Denn dieser extreme Kapitalismus-Fetischismus
ist im Endeffekt auch nichts anderes als religiöser Extremismus, nur dass es halt dann, dass man halt nicht den Gott anbetet, sondern den Markt. Wenn wir an Milliardäre auf der einen und bittere Armut auf der anderen Seite denken. Es gibt den Gini-Koeffizienten. Mit dem kann man ja die Ungleichheit in einem Land bemessen. Und das kann man sowohl für die Einkommen wie auch für die Vermögen tun. Wenn man die Bruttoeinkommen nimmt, dann kommt da so ein Gini-Koeffizient von etwa 65 Punkten raus. Was bedeutet das? 0 wäre, alle haben gleich viel. 100 bedeutet, einer hat alles. Und da sehen wir, okay, 65, das geht also schon sehr an die Tendenz, dass also wenige sehr viel haben. Dann kommt aber die Steuer, die Einkommenssteuer. Und die verteilt groß um. Und wenn die Steuer durch ist und man guckt sich dann die Nettoeinkommen an, dann hat man einen Gini-Koeffizienten von 32. Da sind wir schon noch nicht bei dem Ideal, alle haben gleich viel, aber da sind wir schon sozialdemokratisch gut abgefedert, könnte man sagen. Wenn wir uns jetzt die Vermögen angucken, was ist da? Ja, da ist es nicht mit dieser Umverteilung. Bei Vermögen ist der Gini-Koeffizient, je nach Schätzung, bei 76, 78. Das heißt, immer mehr in die Tendenz, dass ganz wenigen fast alles gehört. Ja, und das ist halt das Problem, wenn ich dann an die Einkommen gehe, aber es wird ja auch durch stetige Inflation immer alles teurer, hast du dann halt die Leute, die immer nur von der Hand in den Mund leben und praktisch auch gar keinen Wohlstand mehr aufbauen können. Und die müssen sich dann wieder Geld leihen bei den Leuten, die die ganze Kohle haben, müssen dann aber darauf wieder Zinsen zahlen, deswegen können sie noch weniger eigenen Wohlstand anhäufen. Die anderen werden aber reicher, weil für die Mitarbeiter, die kriegen ja dann die Renditen aus der Nummer. Und dann geht's alles, irgendwann schwappt das alles in eine Richtung. Und das ist für keine Gesellschaft gut, weil wenn ein Großteil der Bevölkerung das Gefühl hat, dass es unter einer starken Ungerechtigkeit, dass sie unter einer starken Ungerechtigkeit leiden, hat die Geschichte gezeigt, passieren immer schlimme Dinge. Es passieren immer schlimme Dinge. Die Französische Revolution war so eine Nummer, ne? Aber auch der Aufstieg des, also um jetzt mal hier linken und rechten Talking Point gegenüberzustellen, auch der Aufstieg des Nationalsozialismus war so ein Ding. In beiden Fällen hattest du eine Bevölkerung, die sich überdurchschnittlich ungerecht behandelt gefühlt hat, und das hat zu Kurzschlussreaktionen geführt. Und das gilt es zu verhindern, weil sowas niemals gut ist, weil es immer im Chaos endet und vor allem kostet es nicht nur Geld, sondern auch Menschenleben. Und ich sehe die Scheiße schon wieder am Horizont, egal in welche Richtung da das Pendel dann gerade hält, dass wieder irgendwas eskaliert. Und sollte man vielleicht mal gegensteuern. Drittens. Natürlich sind mir andere Menschen nicht egal. Aber hier scheiden sich die Geister, beziehungsweise es entscheidet sich, wer nach dieser Definition links oder rechts ist. Wenn du findest, dass der Unterschied zwischen arm und reich unfair ist, dann bist du links. Wenn dir das egal ist, dann bist du in diesem Sinne nicht links. Man kann die gleiche Frage auch anders stellen. Ist die Unterstützung weniger privilegierter Menschen richtig oder falsch? Manch einer wird sagen, mir ist völlig egal, wie es bedürftigen Menschen hier oder anderswo auf der Welt geht. Das ist zwar egoistisch, aber immerhin ehrlich. Und wer so veranlagt ist, den wird mein Video sowieso nicht abholen. Aber für die meisten Menschen ist die Antwort etwas differenzierter. Zum Beispiel denken sie, natürlich sind mir andere Menschen nicht egal, aber jeder kann sein Leben verbessern, wenn er nur will. Zum Thema Willensfreiheit habe ich schon viele Videos gemacht. Die könnt ihr euch in dieser Playlist anschauen. Ich glaube nicht, dass es freien Willen gibt, sondern alles determiniert ist. Aber selbst wenn ich hier Unrecht habe, muss jeder zugestehen, dass niemand etwas dafür kann, unter welchen Umständen und mit welchen Fähigkeiten man geboren wird. Ja, das ist vor allem auch immer, das ist auch immer so ein Fehlschluss, den ich gerade bei sehr, sehr, sehr erfolgreichen Leuten immer höre, so, dass sie sagen, ja, ich hab's ja geschafft, dann schafft's jeder andere auch. Und
keine Ahnung, ich persönlich kenne auch viele Leute, die haben was versucht und haben es nicht geschafft. Und es lag nicht daran, dass sie zu deppert dazu waren oder dass sie zu faul dazu waren, sondern weil es halt einfach schwierige, oft auch unvorhersehbare Umstände gab, die dann dazu geführt haben. Und das ganz oft so ein Erfolgsweg auch sehr viel mit Glück zu tun hat. Dass zum Beispiel, keine Ahnung, bestes Beispiel, so ein Ron Bilecki hat angefangen mit dem Bodybuilden und ist dann durch Zufall irgendwie entdeckt worden und ist dann das Gesicht hier von so großen Werbekampagnen geworden, hat dadurch jede Menge Kohle gescheffelt. Butterfly-Effekt. Irgendwas passiert, der Tag, an dem er drauf gekommen ist, ich mache jetzt hier Fitness, ist anders gelaufen. Was weiß ich, seine Karre ist verreckt. Er konnte zu irgendwo nicht hin, ist auf diesen Fitnesstrichter niemals gekommen. Dann wäre er vielleicht bei diesem besagten Rammstein-Konzert auf der anderen Seite gewesen, ne? Dass man das immer gerne auch dann nicht mehr so sieht, dass man viel Glück hatte und dass viel Glück auch immer ein nicht unwesentlicher Bestandteil des Erfolges ist, wird dann oft wegignoriert. Ne? Natürlich ist Disziplin und harte Arbeit in sowas auch sehr wichtig und wahrscheinlich der überwiegende Faktor, aber wie gesagt, die Erfahrung hat gezeigt, es gibt Leute, die können die richtige Idee haben, die können auch schlau sein und fleißig und reinarbeiten und dann trotzdem scheitern, weil sie gerade irgendwie Pech gehabt haben. Ne, reden wir mal mit allen Leuten, die einen riesen fetten Kredit aufgenommen haben im Jahr 2019, um sich selbstständig zu machen in der Gastronomie. Ne? Die haben zum großen Teil alles verloren, weil wir ab 2020 2 Jahre lang alles dicht hatten. Wegen dieser scheiß Pandemie. Das hätte aber keiner vorhersehen können. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Leute irgendwie inkompetent, dumm oder faul gewesen wären, sondern die haben halt Pech gehabt. Und andere Leute denken sich, boah, ich mag so Internetspielereien. Hier gibt es jetzt dieses neue Ding namens Bitcoin. Das ist dann irgend so eine Währung, mit der kann ich dann im Internet bei gewissen Gegenden zahlen. Das probieren wir mal aus Neugier aus. Ich hole mir jetzt da mal ein paar und dann schauen wir mal, was passiert. Und die haben dann diese Bitcoins irgendwie 15 Jahre später, für die sie da 200 Euro bezahlt haben, und die sind auf einmal 200 Millionen wert. Das sind die 2 Extrembeispiele von der ganzen Nummer. Und das dann auch ein bisschen zu sehen, zu sagen, hey, natürlich habe ich viel gearbeitet für meinen Erfolg, aber ich habe auch verdammtes Glück gehabt. Und andere Leute hatten das vielleicht nicht, und vielleicht kann ich auch einfach ein bisschen als Dankbarkeit an die Gesellschaft, die es mir ermöglicht hat, überhaupt dieses Glück zu haben und meinen Weg selber gehen zu dürfen, ein bisschen was zurückgeben, weil ich mir denke, ich habe so viel Glück und so viel Zeug, das weiß ich nicht, ist mein Grundgedanke in der Nummer. Das heißt, es ist erstmal Pech, ohne besondere Fähigkeiten in einem sehr schwierigen Umfeld aufzuwachsen. B. Natürlich sind mir andere Menschen nicht egal, aber ich kenne Beispiele, die es trotz widriger Umstände geschafft haben. Auch ich kenne Beispiele von Menschen, die es aus schwierigen Umständen geschafft haben, ihr Leben zu verbessern. Dem gebührt Applaus. Aber in den meisten Fällen hatten diese Menschen eben an der richtigen Stelle etwas Glück. Vielleicht Glück, mit besonderen Fähigkeiten geboren zu sein. Oder Glück, besonders fleißig zu sein. Durch die eigene Konstitution oder das richtige Vorbild. Und macht es diesen Menschen nun wertvoller als den Menschen, der weniger Glück hatte? C. Genau, das ist der Punkt, ne? Natürlich sind mir andere. Und das ist eben das, was ich auch gesagt habe, wenn wir haben Gesellschaften, soziale Strukturen als Menschen ja genau deswegen gemacht, ne? Für den Fall, dass ich Pech habe, sind da noch Leute, die auf mich aufpassen.
Ansonsten würden wir immer noch als Einzelviecher irgendwie da durch die Savanne streifen. Menschen nicht egal. Aber der eine trägt halt mehr zur Gemeinschaft bei als der andere. Dieses Prinzip kennt man als Meritokratie oder neudeutsch könnte man auch von der Leistungsgesellschaft sprechen. Natürlich ist es besser für alle, je mehr möglichst viel zur Gemeinschaft beitragen. Aber trotzdem folgt daraus nicht, dass der Wert eines Menschen von seinem Beitrag abhängt. Ich bin für Behinderte. 100%. Das sind ja praktisch auch Menschen. Ja, die ganzen Randgruppen, Behinderte, Schwule, Frauen, bin ich dafür. Klassiker. Ja, und auch, keine Ahnung, Stromberg ist auch so ein missverstandenes Ding, ne? Weil es wurde natürlich der Gesellschaft genau auf der Ebene, um die es hier gerade geht, wo auch eine gewisse Empathiefähigkeit Thema ist, wurde natürlich der Gesellschaft ein Spiegel vorgehalten. Und ein Bernd Stromberg, ich weiß, das ursprünglich geklaut hier von The Office, aber ein Bernd Stromberg halt genau dieses Extrem ist, so dieses, mir ist alles scheißegal, Hauptsache ich. Und man merkt ja, man sieht ja, wohin das führt. Und manche Leute feiern das und denken sich, ja, der Stromberg, genau so. Aber das ist ja, dass ja oft Leute die einfach auch Satire nicht verstehen. Ne? Diese Leistungslogik, konsequent zu Ende gedacht, würde bedeuten, dass alle Randgruppen weniger wert sind als irgendwelche Unternehmer oder sonstige Menschen, die sehr wertschöpfend sind. Weil die einfach mehr beitragen. Ich stelle nun die Frage an die Zuschauer zu begründen, wieso wir den Wert eines Menschen so stark von seiner Leistung abhängig machen sollten. D. Natürlich sind mir andere Menschen nicht egal. Aber der Sozialstaat ist nur für die da, die eingezahlt haben. Für viele Menschen ist soziale Gerechtigkeit in Ordnung, solange es die Richtigen betrifft. Daher haben wir zum Beispiel den Generationenvertrag, aka Rente. Für so gut wie jeden ist es in Ordnung, dass wir uns um unsere deutschen Opas und Omas kümmern. Die haben ja früher auch mal eingezahlt. Und für eine große Mehrheit ist es auch okay, dass es den Sozialstaat gibt, aka Bürgergeld. Also, falls der Heinz in Arbeitslosigkeit rutscht, soll er ja auch nicht verhungern. Er hat da ja auch mal eingezahlt. Aber wenn der Ahmed auch Bürgergeld will, ist das für einige nicht mehr tragbar. Nicht mehr tragbar? Und da stellt sich dann die Frage, warum? Wie unterscheidet man zwischen den Bedürftigen, die vielleicht auch nie in Deutschland eingezahlt haben, weil sie aus gesundheitlichen, kognitiven oder sonstigen Gründen nicht in der Lage oder willens waren, einen Beitrag zu leisten? Wenn man die nicht verhungern lassen möchte, wo ist der Unterschied zu Ahmed? Der deutsche Pass? Die deutsche Abstammung? Die in Deutschland lebenden Menschen haben zu über 30% einen Migrationshintergrund. Zu über 30%. 15% der in Deutschland lebenden Menschen haben keine Staatsbürgerschaft, keine deutsche. Das sind so etwa 12,3 Millionen, 12,5 Millionen, keine Staatsbürgerschaft. Das ist die Realität. Wir können über Köln sprechen. In Köln, ja, da gibt es etwa... Ja, aber das ist, natürlich ist das ja schon mal ein grundlegendes Problem. Ne? Weil, worüber ich gesprochen habe vorhin, ne? Diese sozialen Strukturen, die einen auffangen, die haben natürlich etwas mit Gemeinschaft zu tun. Und auch in der Gemeinschaft ist dieses Ding nicht so, dass alle gleich sein müssen. Im Gegenteil, ist besser so, wenn die möglichst unterschiedlich sind, aber halt ein gemeinsames Ziel verfolgen, am gleichen Strang ziehen. Und das ist ja schon mal grundlegend schwieriger möglich, wenn sich irgendwie Parallelgesellschaften bilden und wenn du sagst, hier, wir haben 15% der Menschen, die in dem Land leben, haben auch keinen deutschen Pass. Das heißt, die haben auch keine, ne, sagen wir mal, deutsche Identität. Das wird schwierig, ne? Weil ich schon der Meinung bin, dass es halt ein Statement ist, zu sagen, nein, 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 das hier ist jetzt meine Heimat und ich arbeite auch und ich trage meinen Teil dazu bei, dass es hier in meiner Heimat irgendwie besser wird. Und den Eindruck hat man halt dann nicht, ne, wenn kein Interesse besteht, eine Staatsbürgerschaft oder zu bekommen oder überhaupt, keine Ahnung, die Sprache zu lernen
oder sich an hier seit Jahrtausenden entwickelten Gepflogenheiten anzupassen und dran zu halten. Das ist natürlich, das ist natürlich eine schwierige Basis, um eine Sozialgesellschaft draufzustellen. Ne, das wackelt dann ein bisschen. Über 1 Million Einwohner, ja. Davon haben über 40% einen Migrationshintergrund. Und wenn wir jetzt bei den unter 18-Jährigen in Köln Lebenden gucken, die also zum ganz großen Teil hier auch geboren sind, dann reden wir von einem Migrationshintergrund von über 60%. Das ist die Situation, in der wir leben. Das heißt, die da jetzt kommen und sagen, ich will da nochmal völkisch rangehen, ich will nochmal Ethnien nachschauen oder so, da muss ich denen mit einer gewissen Häme sagen, little bit late to the party. Ja? Also das geht nicht mehr. Das ist völliger Unsinn, darüber nachzudenken. Es ist natürlich auch völliger Unsinn. Also, dass es Migration geben wird, zu verhindern, ist in einer globalisierten Welt, in der wir leben, nicht zu verhindern. Wer glaubt, er könnte in einer Welt, Internet und Social Media, wo du praktisch mit ein paar Klicks jeden Ort auf diesem Planeten live anschauen kannst, also fast jeden, wer glaubt, zu verhindern, dass es Migration gibt, in der Situation ist gespenstisch naiv. Aber es geht natürlich jetzt auch darum, wie handeln wir diese Migration, welche Ansprüche stellen wir an die Leute, die hierher kommen. Und ich habe vor allem in Deutschland das Gefühl, dass man ein bisschen Angst hat, aufgrund geschichtlicher Ereignisse in gewisse Ecken gedrängt zu werden, wenn man die durchaus berechtigte Forderung stellt, ein Moment, ist vollkommen in Ordnung, wenn hier Leute herkommen, die sagen, ich würde lieber in Deutschland leben, weil ich das schöner finde und ich kann mich damit besser identifizieren und ich habe irgendwie einen Bezug zu diesem Land und ich möchte da meinen Teil beitragen. Ist vollkommen in Ordnung, aber wenn jemand kommt und sagt, hier, ich möchte aber gern meinen Stiefel durchziehen, eigentlich gefällt mir euer Land und eure Kultur und so und eure Sprache, das finde ich alles scheiße, damit wir überhaupt nichts zu tun haben, aber ich will trotzdem hier sein und ihr habt euch gefälligst an mein Ding zu halten, dass das auf Kontra stößt und dass das, es tut mir leid, wer das nicht checkt, ist auch gespenstisch naiv. Ne? Dementsprechend müsste man da mit Verstand rangehen an die Nummer. So Aber das Problem ist, das Kind ist ja schon größtenteils in den Brunnen gefallen. Die Parallelgesellschaften haben sich ja bereits gebildet. Und da jetzt wieder rauszukommen, wird halt richtig schwierig. Zu wollen, funktioniert in modernen Staaten der westlichen Welt nicht mehr. Na gut, sagst du, aber die Menschen haben weder eingezahlt, noch sind sie Teil Deutschlands. Im Gegensatz zu den Menschen mit Migrationshintergrund, die sich aber integriert haben. Und das ist der Unterschied. Darauf gibt es mehrere Antworten. Die erste ist, man muss sich Mühe geben, Menschen zu integrieren. Die Vergangenheit... Das ist der Punkt, ne? Man hat halt früher gesagt, das war zu Wirtschaftswunderzeiten, da hatten wir Arbeitskräftemangel und da hat man gesagt, ja, die können schon kommen und die helfen uns jetzt hier Wirtschaftswunder und ne, Bruttosozialprodukt und so ein Scheiß und wir packen da richtig mit an. Und man hat aber verpennt, damals irgendwie so eine Art Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Ne? Die Leute haben sich auf der Arbeit gesehen, ansonsten sind die wieder nach Hause gegangen, haben da mehr oder weniger ihr Leben so weitergeführt, wie da, wo sie hergekommen sind. Natürlich bilden sich dann Parallelgesellschaften und diese Parallelgesellschaften sind ja schon wieder eigene soziale soziale Konstrukte in sich. Und dann bekommst du halt sowas, dass du sagst, hier, da gibt es Leute, die machen ihre eigenen Regeln und ihre eigenen Gesetze und danach wird sich gehalten.
Und wer sich innerhalb der Gruppe nicht daran hält, wird mit Ächtung gestraft oder hat negative soziale Konsequenzen zu befürchten. Aber die dann sagen, hier, die eigentlichen Gesetze hier des Rechtsstaats in Deutschland sind scheißegal. Wir machen nur unser eigenes Ding. Das sollte es halt nicht geben. Es gibt es aber halt leider aufgrund von, dass man halt in der Vergangenheit Versäumnisse hatte, ne? Hat gezeigt, dass Integration möglich ist. Wie kann man zum Beispiel Geld mobilisieren, um Menschen auch in eine entsprechende Richtung zu mobilisieren? Denn wir sehen ja, dass da, wo der Bildungsaufstieg funktioniert, dass da auch ein ganz anderes Verständnis da ist, zum Beispiel davon, wie man sich im Staat verhält, wie man sich als Gemeinschaft versteht. Naja, kulturfern mögen sie erstmal sein, wenn sie kommen, aber das kann sich ja auch ändern. Und das ändert sich eben dadurch, dass sie eine gesellschaftliche Teilhabe verspüren. Das Zweite ist, neue Migranten haben zwar bisher noch nichts zur Gemeinschaft beigetragen, könnten das aber zukünftig tun. Und im Zuge des demografischen Wandels brauchen wir Zuwanderung und müssen daher auch diese Leute unterstützen und fördern, sodass sie irgendwann etwas zur Gesellschaft beitragen können. Wir brauchen Menschen in ganz vielen Bereichen, zum Beispiel im Pflegesektor, und die müssen ausgebildet werden und die müssen von Anfang an, wenn sie kommen, von Tag 1, dabei begleitet werden. Und das ist natürlich intensiv. Es ist auch mehr Arbeit, als wenn sie einfach hier so geboren würden. Ja, natürlich. Weil du ja anders sozialisiert bist, aus einem anderen Kulturkreis kommst, die Sprache nicht kennst. Das sind ja alles Dinge, die dir ansonsten in der Kindheit allein schon durchs familiäre Umfeld oder eben auch durch so Sachen wie Dorfgemeinschaft, Gemeinden und sowas, Vereine und sowas beigebracht wird. Da muss der Staat ja an sich wenig dafür tun. Das passiert ja automatisch. Wenn du aber von außen da reinkommst, wird das halt schon schwieriger. Dann hätte man natürlich gerne so ein Prinzip, wie es die USA haben, wenn es um deutsche Einwanderer geht. Ne? Wenn man sagt, deutsche Einwanderer, die in die USA eingewandert sind und die von hier darüber gemacht haben, gesagt, wir wollen dahin, die haben in den allermeisten Fällen, die ich mitgekriegt habe, schon sich intensiv mit dem Land beschäftigt. Die waren schon ein paar Mal da. Die sprechen die Sprache und die haben eine Vorstellung von der dort vorherrschenden Kultur. Und die ziehen dahin eben, weil ihnen das Leben dort und die Kultur dort und die Möglichkeiten dort mehr zusagen und passen sich dementsprechend dann auch eher an. Das hat man halt in Deutschland wenig. Ne? Dass die Leute, die hierher kommen als Einwanderer, sich vorher gedacht haben, boah, krass, halt Deutschland, das habe ich im Fernsehen gesehen, da ganz toll. Und dann hier der Alte und Tatort früher, immer gut. Ja? Und dann bin ich da hin und dann hat es mir da so gut gefallen. Und dann habe ich da Leute kennengelernt und mich ein bisschen in die Kultur reingefuchst und das ist ganz, ganz super. Und jetzt lerne ich die Sprache und dann verkaufe ich hier alles und dann ziehe ich dahin, weil ich es da so schön finde und dann hocke ich mir dahin mit meinen Lederhosen etc. bla bla. Das ist ja, ich glaube, mit sowas hat ja auch niemand ein Problem. Das ist halt einfach seltenst der Fall. Und dementsprechend müssen wir, wenn wir sagen, wir wollen Migration nach Deutschland, weil wir diesen demografischen Wandel haben und der ansonsten ein Problem wird, müssen wir halt dann als Staat dafür sorgen, dass das mit dieser Integration besser funktioniert. Und das, glaube ich, hat man verpennt. Nur, wir können uns ja ansehen, wie viele Kinder die Deutschen so haben. Und auch alle, die uns zuhören, können ja bei sich mal zu Hause nachzählen. 0, 1, 2, vielleicht ist irgendjemand noch mit 3. Aber das war es dann. Und das funktioniert nicht, wenn wir diesen unglaublichen Boomerbauch da sehen in der Alterspyramide. Ja, das ist schwierig. Das Problem ist halt natürlich, dass dieser demografische Wandel
im Endeffekt, ne, in die weitere Zukunft gedacht, auch nicht besser wird, wenn mehr Leute reinkommen. Denn wir haben jetzt ein Problem damit, dass während dieser Boomerzeit zu viele neue Menschen in Deutschland gespawnt sind und anstatt zu sagen, oh, die Welt hat eher ein Überbevölkerungsproblem, vielleicht ist gar nicht so gut, überall immer mehr Menschen zu haben. Vielleicht weiß ich nicht, weil im Endeffekt macht man halt jetzt den nächsten Boomerbauch auf und dann wird in 60 Jahren haben wir dann dasselbe Problem wieder. Ne? Und deswegen ist die Migration, wenn man so möchte, und da sind wir gar nicht auf der Ebene von Moral oder Menschenrecht oder so, ist unser Schicksal. Wolfgang macht ja auch einen wichtigen Punkt darüber, dass es natürlich illusorisch ist zu glauben, dass man nur top ausgebildete Einwanderer hat. Die Mehr von den ganzen Facharbeitern war nicht mehr als eine verblendete Wunschvorstellung. Es gibt schon Unterschiede. Ich weiß, dass es der deutsche Traum ist, dass aus Syrien Chefärzte kommen, aus Skandinavien Top-ITler und aus Südamerika katholische Pflegekräfte, die... Ja, die Probleme sind, wenn die da wirklich Ärzte und Top-ITler sind, haben die ja oft auch keinen Grund, nach Deutschland zu kommen. Ne? Denen geht es ja dann da meistens schon gut, wo sie sind. Ne? Wäre dann nach Deutschland kommen eher ein Risiko, dass man sich nur im allergrößten Notfall antut, wenn man dann im dümmsten Fall in Deutschland ankommt und sagt, im Übrigen, ich bin hier, ich bin hier ein Chirurg. Und dann sagt ihm der deutsche Staat, das ist schön, dass du hier ein Chirurg bist, aber das zählt hier nichts und wir geben dir auch nicht wirklich eine Möglichkeit, dass du das irgendwie anerkennen lässt, dass man sagt, hier, wir entwickeln irgendwelche Verfahren, um zu überprüfen, ob die Leute auch wirklich auf dem Know-how-Niveau sind, das wir hier brauchen. Den Standard erfüllen, den wir hier anlegen, auch an die Leute, die hier ausgebildet wurden. Und wenn dem so ist, kriegst du einen Stempel auf deine Akte und darfst wieder als Hirnchirurg arbeiten. Sondern dann heißt es, entweder du machst hier das ganze Studium nochmal neu in der Fremdsprache, in deiner Nicht-Muttersprache, oder du wirst Hausmeister, Digga. Und das lockt halt auch nicht Fachkräfte an. Weil als Hausmeister arbeiten ist dann halt auch nicht angesagt. Was das anlockt, ist Leute, die ansonsten in ihrer Heimat als Hausmeister gearbeitet hätten und hier aber fürs Hausmeister sein 10-mal mehr verdienen. Aber das sind halt keine Fachkräfte, weil ich literally jedem Dulli einen Besen in die Hand drücken kann und einen Mob und sagen, hier, mach Ding. Ne? Am liebsten für kein Geld arbeiten würden und nur Gott so eher. Das ist der Wunsch, den viele konservative Politiker in Deutschland haben. Und es geht, glaube ich, bis weit in die SPD und in... Das ist der nächste Punkt, ne? Weil es natürlich ein Smokescreen ist, ne? Dass du sagst, hier, die Facharbeiter kommen rein. Das Problem ist halt auch, und das ist auch Teil der Wahrheit, dass es Kräfte in diesem Land gibt, die gerne unterqualifizierte Menschen hier in diesem Land hätten, die unsicher sind, die sich mit der Rechtslage nicht gut auskennen, die Sprache nicht so gut sprechen, weil man die besser ausbeuten kann. Ne? Wenn der nicht weiß, was sein Recht ist, ne? Und damit Lohndumping betreiben, was wiederum dazu führt, dass dann es wieder mehr deutsche Arbeitslose gibt, weil denen dauernd Jobs angeboten werden, wo sie weniger in der Tasche haben, als wenn sie einfach Bürgergeld weiter beziehen. Und das kann es halt natürlich auch nicht sein. Dass wir uns das Lohndumping halt selbst ins Haus holen. Die Grünen hinein, dieser Wunsch. Aber das ist natürlich nicht Realität. Und damit sind wir dann bei den letzten beiden Einwänden übrig geblieben, die dann fundamental noch kommen. Was,
wenn die Leute sich nicht integrieren möchten und nur da sind, weil in Deutschland Milch und Honig fließt. Wir sagen ja, komm doch hierhin, kriegst du Kohle. In Deutschland ist das Land, wo Milch und Honig fließen. Du musst auf einmal nicht mehr arbeiten. Du kriegst auch einfach auch so ein Mehrfaches deines normalen Gehalts, wenn du hier in Afghanistan, Syrien arbeiten würdest. Komm doch nach Deutschland und hier kriegst du, keine Ahnung, 600 € plus eine Wohnung, plus eine Waschmaschine, dies, das. Und dann Ja, muss man mal dazu sagen, bei uns sind natürlich auch die Lebenshaltungskosten deutlich höher als in Afghanistan, aber es stimmt schon, ne? Ja, ich kenne jetzt mit dem Sozialstaat in Afghanistan nicht so sonderlich gut aus, aber ich nehme nicht an, dass man da komfortabler lebt, wenn man auf den Sozialstaat angewiesen ist, als man es hier tut. Ist natürlich auch ein Pull-Faktor. Und ich weiß, viele Leute aus der Linken mögen dieses Wort überhaupt nicht, aber es ist halt leider Realität, dass es Pull-Faktoren gibt und dass die oft auch, sagen wir mal, Leute anlocken, die das vielleicht nicht unbedingt im Land haben willst. Ne? schlimmere Vorwurf, was, wenn sich die Leute gar nicht integrieren können, weil sie zu verschieden sind? Und der Inbegriff des Migranten, der sich weder integrieren möchte noch kann, ist der massenfähige Punkte mit dem Messer in der Hand. Dann haben wir, glaube ich, pro Tag im Schnitt. Und ich sage jetzt auch mal wieder nur 2 unbequeme Wahrheiten, die beide gerne von der einen oder der anderen Seite weg ignoriert werden. Und zwar, die eine Wahrheit ist, der Anteil an mit Messern bewaffneten Punktern ist unter Migranten eklatant höher prozentuell gesehen als unter den sogenannten Bio-Deutschen. Das ist die eine unbequeme Wahrheit, die eine Seite nicht gerne hört. Und was die andere Seite nicht gerne hört, ist, die allermeisten Leute, die hier als Migranten herkommen, sind nicht kriminell. Und diese 2 Dinge können beide wahr sein. 2 Gruppenvergewaltigungen, ich glaube 1,9 oder so. Allen Daten, die ich kenne, ist, dass diese Messerattacken sind neu. Und das ist heute anders. Das heißt, es gibt eine geringere Hemmschwelle von tatsächlich Zustechen. Ich glaube, das ist ein neues Phänomen. Ist es ein zeitgeistliches Phänomen? So, und wenn man sich die Täterbilder anguckt, dann scheint es auch ein relativ klares Täterprofil zu geben. Und genau an dieser Stelle im Gespräch zeigt sich aus meiner Sicht, warum Linke und Rechte nicht zueinander finden. Denn sie interessieren sich nicht für das, was dem anderen wichtig ist. 4. Genau, das ist das, was ich gerade gesagt habe. So, die beiden Aussagen sind beide wahr. Das eine ist eher ein linker, das andere ist eher ein rechter Talking Point. Und beide werden halt von der jeweils anderen Seite komplett wegignoriert. Weil irrelevant für die. Ja? Das eigene Narrativ muss durchgesetzt werden. Komme, was wolle. Und auf die Art und Weise wird man niemals einen Konsens finden. Für die Gegenseite. Aus meiner Sicht gibt es auf linker und rechter Seite überspitzt gesagt 2 Kategorien. Links einerseits die Wirtschaftslinken wie Wolfgang, für die der Klassenkampf und soziale Gerechtigkeit ganz oben stehen. Da würde ich mich auch einordnen. Und es gibt die identitätspolitischen Linken, die meinen, die Welt wird besser, wenn nur jeder die richtigen Pronomen verwendet und sich nie wieder als Indianer verkleidet. Von denen möchte ich mich stark distanzieren. Ne? Weil die Delulu sind. Und auf der rechten Seite gibt es die Realos, die Ungleichheiten wahrnehmen, aber keine praktische Lösung dafür sehen. Und die Radikalen, denen die Ungleichheit egal ist oder sie sogar gutheißen. Forderungen, wo der Staat einschreiten könnte, wo man Umverteilen machen könnte oder sonst was, das wird jetzt alles als durchgeknallt und Vogue oder sonst irgendwas geframed. Und das ist einfach falsch. Das ist ganz solide Politik, die den meisten Leuten mehr helfen würde. Wenn wir uns aber jetzt immer nur auf diese Kulturkämpfe beziehen, dann können wir da wunderbaren Content von machen.
ich bin auch ein Kritiker gewisser linker Strömungen, gerade der Linksliberalen. Also ich will auch nicht in einen Topf geworfen werden, weiß ich nicht, mit Sarah Bosetti oder Anne Will oder so Leuten, ja. Gott bewahre, ey. Wie gesagt, auch eine Sarah Bosetti hat sicher mal irgendwie ein schlaues Wort gesagt und mal den ein oder anderen Take gebracht, der based war. Aber ey, 90% von dem, was die von sich lässt, ist halt einfach gequälte Kacke. Und ich muss auch nicht das gut finden, nur weil ich mich selbst als links identifiziere. Ne? Das ist ganz wichtig, dass sich das mal rumspricht, dass Leute, die sich einer gewissen politischen Strömung zugehörig fühlen, deshalb nicht automatisch alles mit Ja, Herr Lehrer, abnicken müssen, was irgendein anderer Dulli aus dieser Strömung sagt. Man darf da auch innerhalb unterschiedlicher Meinung sein. Und wenn das nicht akzeptiert wird, dann merkt man, okay, vielleicht ist die Person gar nicht so liberal, sondern doch eher ein bisschen autokratisch unterwegs. Aber das Eigentliche, nämlich das Ökonomische, das verlieren wir dabei aus den Augen und sehen dann gar nicht, wie die Krise immer weiter zunimmt. Das ist eben auch der Ansatz, warum ich sage, hier der ökonomische Faktor ist meiner Meinung nach der zu priorisierende der linken Politik, weil ein diesbezügliches Unrechtsgefühl in der Gesellschaft eben geschichtlich immer zur Eskalation geführt hat. Und weil die Leute natürlich, ne, wenn du die Möglichkeit hast, dir mit ehrlicher Arbeit ein kleines bisschen Wohlstand aufzubauen und dann dadurch natürlich auch ein kleines bisschen sorgenfreier durchs Leben gehst, weil du sagst, okay, es kann jetzt auch mal irgendwie, ich kann dieses Pech, was wir angesprochen hatten, ja, kann ich jetzt auch mal haben, aber das zerstört nicht meine komplette Existenz. So, ich konnte mir jetzt durch ehrliche Arbeit ein kleines Wohlstandspolster anarbeiten, und wenn jetzt irgendeine größere Anschaffung kommt, keine Ahnung, von meinem Häuschen, das Dach ist im Arsch und gehört ein neues drauf und es kostet 20.000, dann kann ich das bezahlen, ohne dass ich einen Kredit aufnehmen muss und ohne dass ich dass mich das irgendwie in Schulden oder in die existenzielle Bedrohung bringt. Und Leute, die das im Hinterkopf haben, laufen viel entspannter durchs Leben. Die gönnen auch mehr, weil man eben nicht in diesem Überlebenspanikmodus ist. Scheiße, ich muss überall hustlen, so viel wie geht, weil jeder Euro zählt, weil es kann ja immer was passieren, dann stehe ich sonst scheiße da. Das fördert die Elite der Ellbogengesellschaft, das fördert soziale Ungerechtigkeit, das fördert Auge um Auge und wer nicht alles zurückgelassen werden will. Und das fördert Spaltung und damit Aggression und auch Gewalt in der Gesellschaft. Dementsprechend wäre es auch im Sinne einer Regierung zu sagen, ein bisschen eine gerechtere Verteilung, die Möglichkeit wieder haben, auch als ungelernter Quereinsteiger, wenn du fleißig arbeitest, in einem normalen Job, hier ein bisschen Wohlstand anzuarbeiten, sagen wir es mal so, muss gegeben sein, einfach nur, weil es schützt vor Perspektivlosigkeit und Angst. Und Perspektivlosigkeit und Angst sind Brandbeschleuniger für soziale Konflikte und für Gewalt. Und das gilt es zu verhindern. Das ist meine Auffassung von was das Ziel linker Politik sein sollte. Und wir sind in so einer... Und ganz schweigend davon, dass wenn dann jemand ein bisschen mehr hat und keine Ahnung, ein dickeres Auto fährt oder eine größere Wohnung hat, ist es deutlich einfacher, dem zu gönnen, wenn die eigenen Bedürfnisse alle abgedeckt sind und man dieses Damoklesschwert des permanenten
drohenden finanziellen Ruins nicht über sich hängen hat. Dann, man gönnt mehr. Medialen Welt der Ablenkung, die wollen keine Umverteilung. Die wollen nicht, dass die Leute mal so langsam ins Grübeln kommen. Warum habe ich eigentlich einen relativ guten Job und meine Frau auch und ich habe 2 Kinder und warum verdammt nochmal kann ich mir kein Reihenhaus leisten? Und damit dieser Gedanke ja nicht aufkommt und am Ende noch verbunden wird mit der Idee, man könnte mal an die Reichen ran, sagt man, wir versuchen die mal abzulenken, damit dass sie den ganzen Tag über Migration reden. In Städten ja zum Teil, wo es kaum Migranten gibt. Dass sie die ganze Zeit darüber reden, in diese Kulturkämpfe verfallen, sich anfeinden, bei Social Media aufhetzen. Aber die sollen bitte nicht über die ökonomischen Verhältnisse nachdenken. Ja, das sind diese Nebelkerzen. Das sind diese Nebelkerzen, die gerade auch in den USA eine Trump-Regierung zündet. Und das sind auch diese Nebelkerzen, die ja auch hier bei der Charlie Kirk-Debatte viel gezündet wurden, wo die Leute gar nicht gemerkt haben, dass dieses fürchterliche Verbrechen und dieses fürchterliche Schicksal von diesem Menschen, von den Leuten, die eigentlich auf seiner Seite stehen sollten, die eigentlich seine politischen Verbündeten waren, auf die räudigste Art und Weise instrumentalisiert wird. Ne? Nur weil ein El Hotzo im Internet gesagt hat, dass er es geil findet. Ne? Dass es vielleicht darum gar nicht geht, ob ein El Hotzo das geil findet, sondern warum es Leute gibt, die es geil finden. Und warum es Leute gibt, die der Meinung sind, wir befinden uns so weit im Krieg, dass es das rechtfertigt, ne? Im Krieg und der Liebe ist alles erlaubt, dass es das rechtfertigt, den politischen Gegner mit Gewalt auszuschalten. Ne? Dass es die auf beiden politischen Strömungen gibt. Dass das eigentlich das Problem sein sollte und wir vielleicht erstmal die Eskalationsstufe ein bisschen runterdrehen sollten, damit man sich auch wieder emotionsbefreit, objektiv, sachlich über die Probleme unserer modernen Welt unterhalten kann und vielleicht eine gemeinsame Lösung findet, kompromissbereiter wird und mal aufeinander zugeht. Das ist aber schlimm, weil wenn die Bevölkerung das wirklich tut und merkt, Moment mal, wir haben ja eigentlich mehr oder weniger alle dasselbe Ziel, ne? Wir wollen ein bisschen Wohlstand und wir wollen so viel Freiheit, wie wir haben können und Sicherheit, ne? Wir wollen Wohlstand, Freiheit und Sicherheit. Wenn das gegeben ist, passt. Und wenn die dann mal drauf kommen, wer ihnen das wirklich abnimmt, dann hätten diese Leute ein Problem und das wollen die nicht, ne? Für Wolfgang ist es also größtenteils auch völlig egal, was identitätspolitische Aktivisten sagen. Für ihn sind auch das meistens nur Themen, die vom eigentlichen Thema ablenken. Er kommt aber mit Ben auf keinen gemeinsamen Nenner, weil der eher ein Realo ist, der den Status quo rechtfertigt. So, und ich finde, dein Beispiel hinkt ein bisschen, wenn man sagt, wir vergleichen das mit einem Unternehmen und Bildung ist immer gut. Beim Unternehmen hast du die Prüfung, ist es eine gute Maschine. Und bei den Amerikanern als Immigrationsland hast du auch sehr, sehr harte, in der Disco würde man sagen, eine sehr, sehr harte Tür. Und da wird halt geguckt, wer kommt da rein und dann schmeißen wir mal Geld für Bildung für den, als wenn man sagt, ich verstehe auch, dass das in der linken Welt so ist, weil es sind ja alle Menschen gleich, ob ich jetzt auf einen irgendwoher eingewanderten random Menschen oder einen promovierten Chemiker aus Norwegen Geld schmeiße, ist eigentlich das Gleiche. Für Ben ist es rational, Unterschiede zwischen Menschen zu machen und sie an ihrem Beitrag für die Gesellschaft zu bemessen, weil das System ebenso ist, wie es ist. Er sitzt dabei auch einem Dammbruchargument auf. Wenn ich die Definition von alle so groß mache, dass ich sage, alle Menschen sollten die gleichen Rechte haben, egal ob sie deutsche Bürger sind oder irgendwo in Afrika leben oder sonst wo auf der Welt. Das heißt ja sinngemäß, ich möchte den Staat auflösen. Das erlebe ich immer wieder, dass Menschen denken. Nein, das heißt es nicht. Ne? Nur weil ich der Meinung bin, dass der Wert eines Menschen nicht daran gemessen wird, wo er geboren wurde, heißt das nicht, dass ich deswegen den Staat auflösen will. Das ist ja mal kompletter Bullshit. Das hat auch nie irgendjemand behauptet. Und ich weiß auch, worauf er da hinaus will. Ne?
die Forderungen von Leuten, die zum Beispiel sagen, ja, kein Mensch ist illegal. Ne? Das hört sich im ersten Moment irgendwie schön humanistisch an, ist aber vollkommen an der Realität vorbei gedacht, weil zum einen natürlich der Mensch vielleicht an sich nicht illegal ist, aber vielleicht das, was er tut. Ne? Wir sperren ja auch unsere deutschen Verbrecher, wenn sie wirklich Unaussprechliches getan haben, stellenweise bis ans Ende ihres Lebens in den Knast. Ne? Da kann man auch sagen, so wenn man sagt, hier kein Mensch ist illegal, Punkt, ne, dann dürften wir auch keine Gefängnisse mehr haben, sondern lassen wir die ganzen Mörder und Peters und sowas einfach frei rumlaufen. Ja, weil ne, das Problem ist, dass eben eine solche Gesellschaft ein sehr zerbrechliches soziales Konstrukt ist. Und das wird halt zusammengehalten von gemeinsamen Werten und von einer gemeinsamen Kultur und von einem Gemeinschaftsgefühl und Gedanken. Und wenn du das torpedierst, entweder indem sich Ungleichheit verbreitet und diese berühmte Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, bis es eskaliert, oder indem du natürlich irgendwie, keine Ahnung, Unmengen an Menschen in dieses soziale Konstrukt bringst, die nicht dieselben Werte haben, die nicht am selben Strang ziehen, die aber praktisch von den Benefits irgendwie dieses sozialen Konstruktes profitieren wollen, ohne sich darin wirklich einzugliedern, dann zerbricht das. Und wenn so ein soziales Konstrukt mal zerbrochen ist in einer so großen Gesellschaft wie der unseren, dann hast du ein massives Problem. Und wir sehen es aktuell in den Vereinigten Staaten, wo das hinführen kann. Ne? Jegliche Bemühung um mehr Gleichheit müsse zwangsläufig in einem entfesselten Kommunismus münden. Fehlschluss des Dammbrucharguments. Also die Slippery Slope Fallacy. Das Dammbruchargument bedeutet, dass jemand behauptet, eine bestimmte Handlung führe zwangsläufig zu einer extremen oder unerwünschten Konsequenz, ohne Belege dafür zu liefern. Zum Beispiel Umverteilung. Wenn wir mit mehr Umverteilung anfangen, endet das zwangsläufig in Enteignung oder Kommunismus. Ja, das ist halt Horse-Shit. Ne? Das ist halt wirklich Horse-Shit. Eine Steuer ist keine Enteignung in dem Sinne, ne, sondern einfach der Teil, den man dazu geben sollte. Und wenn ich dann immer höre, ja, aber wenn jetzt hier so ein Milliardenkonzern vererbt wird, die Erbschaftssteuer, dieses, jenes, wovon sollen die das dann bezahlen? Und man denkt, dieser Konzern wirft auch Gewinne ab. Die bezahlen das genauso, wie der kleine Angestellte sich sein kleines Eigenheim bezahlt. Die nehmen dann halt auch mal einen Kredit auf. Ne? Vielleicht merken sie dann auch mal, wie das ist, wenn man das permanent irgendwie im Genick hat. Oh, ich muss jetzt halt die nächsten 20 Jahre diesen Kredit abbezahlen. Aber dafür hat man halt noch was. Das Problem ist, diese Kausalkette ist nicht zwingend. Zwischen einer moderaten Steuerreform und einer kommunistischen Planwirtschaft liegen zahlreiche politische Zwischenschritte und demokratische Kontrollmechanismen. Ja, und es gibt auch niemanden, der noch klar bei Verstand ist, der sagt hier, wir wollen hier den Kommunismus wieder einführen. Das gleichzusetzen, da sind wir wieder bei diesem Gleichwort, es gleichzusetzen, zu sagen, hier Steuerreform, gerechtere soziale Verteilung mit Kommunismus gleichzusetzen, ist halt peakbehindert einfach. Hier liegt also der Fehlschluss. Eine Maßnahme wird nicht anhand ihrer tatsächlichen Wirkung beurteilt, sondern wegen einer hypothetischen Extremsituation abgelehnt, die nur als Schreckgespenst dient. Dabei gibt es viele Bereiche, in denen uns Umverteilung und die Abgabe von Souveränität völlig normal erscheint, wie bei Steuern oder der EU. Aber wir können natürlich jetzt nicht von hier aus sagen, wir schaffen den Staat ab
und wir rufen einfach eine Welt aus. Also das kann ich jetzt mir erträumen, aber das ist natürlich nicht die Realität der Nationalstaaten und den Geflechten, in denen sie sich befinden, wie zum Beispiel dann die EU, die da ja auch als nächste Größe kommen würde. Das heißt, das kann jetzt ein fernes Ziel sein, also ein Internationalismus, zu sagen, wir müssen eigentlich die Nationalstaatlichkeit überwinden. Und die EU ist ja zwar ein Weg, die Nationalstaatlichkeit zu behalten, bedeutet aber ja auch, dass Berlin Souveränität nach Brüssel abgeben muss. Ja, das Problem ist, ich bezweifle, dass es jemals möglich sein wird, die Nationalstaatlichkeit abzuschaffen. Ich glaube wirklich, der einzige Weg, wie das möglich wäre, wäre wirklich irgend so ein Science-Fiction-Bullshit, eine Bedrohung von außen. Ne? Wo du dann wirklich sagst, wir als Menschheit gegen die Aliens oder so. Das wäre das Einzige, ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das irgendwie möglich ist. Und wenn wir außenpolitisch darüber nachdenken oder militärpolitisch, dann sehen wir ja, dass wir zum Beispiel ganz viel Souveränität abgeben an die NATO. Und das heißt, diese grundsätzliche Gleichheit ist erstmal etwas, wonach man sich ausrichtet. Aber da jetzt so eine Maximalforderung aufzustellen, damit kann ich mir jetzt einen schlanken Fuß machen und kann dann sagen, alle Menschen sollen herkommen. Aber das ändert ja nichts an der Situation in der Welt. Und die können nicht alle herkommen, die kommen auch nicht alle her, sondern die Frage ist ja dann, wie gehe ich zum Beispiel mit den Menschen um, die gekommen sind? Wolfgang macht außerdem klar, dass das Bild vom Linkssein durch fehlgeleiteten Aktivismus massiv verzerrt wurde. Also genau durch die Aspekte, die ich auf meinem Kanal auch immer wieder kritisiere. Und das ist, wie gesagt, ich sehe da auch ein bisschen das Problem, weil im letzten Jahrhundert hatten wir sehr, sehr, sehr lange eine konservative Hegemonie in diesem Land, in dem praktisch die Herrschaft und Deutungshoheit eher auf der rechtskonservativen Seite war. Und die Leute, die damals für ein bisschen progressivere Dinge gekämpft haben, die halt jetzt so in diesem Boomer-Alter sind, haben das, glaube ich, nicht verstanden, dass gerade in den letzten 20 Jahren gegen das Establishment kämpfen oft bedeuten würde, dass man selbst das Establishment ist. Und deswegen werden immer noch in diesem Lagergedanken, man erinnert sich an die eigene Jugend und den Aktivismus, den man damals hatte, und deswegen wird einfach blind moderner Aktivismus unterstützt aus diesen Reihen, gerade von diesen Hippies, alten Linken, ohne wirklich zu begreifen, worum es eigentlich geht, ohne die aktuellen sozialen Strukturen überrissen zu haben, ne, die sich zum Beispiel eben durch Social Media und dergleichen ergeben haben in den letzten 20 Jahren. Weil man einfach denkt, ja, das sind die jungen Leute, die Aktivisten, wir waren ja auch die jungen Leute, die Aktivisten, wir waren ja auch die Guten, das wird schon passen. Ja, was die da sagen, wird schon richtig sein, das sind sicher auch die Guten. Und wenn die dann, dass man denen dann halt einfach zu viel sagt, ja, ist alles richtig, was ihr macht, auch wenn es hanebüchen Arschshit ist, was sie fordern. Ja? Ländersprache, bestes Beispiel. Ja? Ich habe es aufgegeben, mich mit Funk zu beschäftigen, weil es wirklich keinen Zweck hat. Es ist wirklich Verblödungsfernsehen ohne Ende, nur eben für junge Leute und im Internet. Und dort werden natürlich... Besser hätte ich das nicht ausdrücken können. Ne? Ich sag bloß, I can't. Ne? Ja, Funk ist ein gescheitertes System. Es ist ein gescheitertes System. Und keine Ahnung, ich mag auch Cold Mirror zum Beispiel. Finde ich einen tollen Kanal, die ist lustig, die ist nerdig, das passt. Und ich verstehe aber nicht, was die bei Funk zu suchen hat. Ich verstehe das, und die hat wahrscheinlich noch einen alten Vertrag. Denn es hat de facto keinen Bildungsauftrag. Es ist reines, stumpfes Unterhaltungsfernsehen. Und
bis auf das, dass es lustig ist und unterhaltsam, ich es gut finde, hat es objektiv betrachtet keinen Mehrwert für unsere Gesellschaft, dass eine Cold Mirror bei Funk ist. Und das ist halt noch ein harmloses Beispiel. Wie gesagt, das ist halt im schlimmsten Fall ist es halt irrelevant und wird halt so mitgetragen. Wenn wir aber in die anderen Richtungen schauen, hier diese ganzen Funkreportageformate, von denen es auch viel zu viele gibt, und wenn man der Meinung ist, man hat hier junge, in Anführungsstrichen, Reporter und Journalisten, in ganz großen Anführungsstrichen, die für ein junges Publikum irgendwie Reportagen machen sollte man da trotzdem denselben journalistischen Maßstab anlegen, den du von einer Tagesschau oder halt den anderen Nachrichten auf den öffentlich-rechtlichen für, sagen wir mal, die erwachsenen Leute, in Anführungsstrichen. Denselben Maßstab sollte man da auch anlegen. Weil es keinen Sinn macht, da hier, das ist Haltungsjournalismus. Ja, wenn das Haltungsjournalismus ist, dann darf das auch privat finanziert werden, Digi. Dann hat das hier im Öffentlich-Rechtlichen nichts verloren. Weil der Öffentlich-Rechtliche ist ja gerade dadurch beworben worden, dass man gesagt hat, man hat ein freies Medium. Frei von politischer Einflussnahme, frei von politischer Ideologie, frei von auch religiöser Ideologie. Und das sehe ich bei Funk inzwischen nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Habe ich selten gesehen. Weil es einfach mehr öffentlich-rechtlich finanziertes Social Media, Instagram, Selbstinszenierungs-Bullshit-Verhalten ist. Allein schon, wie diese Scheiße aufgebaut ist. Ihr kennt die typische Funkreportage. Ne? Da sitzt dann wieder irgendeine Caroline da und filmt sich 90% der Zeit selbst und erzählt darüber, was sie nicht irgendwie jetzt gerade macht, und der Rest ist irgendwie gestaged. Und man geht nicht ergebnisoffen an die Nummer ran, sondern man geht mit der klaren eigenen Ideologie und Meinung in das Projekt, und der Rest wird da so außenrum gestrickt, dass das dann am Ende passt. Und das hat halt mit Journalismus nichts zu tun. Das sollte nicht öffentlich-rechtlich finanziert sein. Hier, wisst ihr, was eine gute öffentlich-rechtliche Sendung ist? Die Sendung mit der fucking Maus. Ne? Das war eine gute öffentlich-rechtliche Sendung, die sich an Kinder gerichtet hat. Keine Ahnung, ich habe die auch schon seit den 90ern nicht mehr gesehen, aber das hatte den Anspruch erfüllt, den ich an ein öffentlich-rechtliches Format habe. Und wenn ich meine Meinung daraus posaunen will und Haltungsjournalismus betreibe, ist eher ein Unwort, dann kann ich da schon rausgehen in die Medienwelt und schauen, dass ich das privat finanziert bekomme. Und wenn es dafür dann, da regelt dann wieder der Markt, wenn es dafür einen Markt gibt, wird es funktionieren. Und wenn nicht, dann nicht. Und niemand, ich sag's euch, niemand, sagen wir nicht ganz, aber viel zu wenig Leute wären bereit, wirklich auf dem freien Markt sowas wie Steuerung F finanziell zu unterstützen, dass sich das vom Produktionsvalue her rechnen würde. Und dementsprechend hat das auch nichts verloren. Weil es Haltungsjournalismus ist. Öffentlich-rechtliche Gelder sollten dafür vorgesehen werden, auch Nischenthemen anzusprechen, die halt aber unabhängig sind und nicht irgendwelchen Meinungsideologie-Bullshit ins Internet zu pimmeln und Leute dafür zu bezahlen, dass sie sich da selbst darstellen. Und das ist immer schlimmer geworden in den letzten Jahren. Ne? Die Zeit in so einer Funkreportage, der Journalist oder wie sie nicht heißen, wie sie sich nicht nennen, Haltungsjournalist, sich selber filmt und sich als großartiger Mensch darstellt, ist immer mehr geworden, und das gipfelte jetzt in diesem Brave Mädchen Bullshit Podcast. Nachdem auch keiner gefragt hat und für den es keinen Bedarf gibt.
natürlich auch manchmal Irrsinnspositionen vertreten, wo ich einfach sagen würde, nee, das ist nicht Vogue und auch nicht links und sonst was, das ist einfach ein bisschen blöde. Man hat eigentlich das Linkssein und ich glaube, deswegen sind auch so viele Schreckensbilder im Kopf immer damit verbunden, ja, das ist wieder irgendein Kulturkampf und so, wir müssen jetzt diese ganzen Beispiele nicht alle aufzählen. Und das glaube ich auch, ist ein Problem gewesen. Was ich nur jetzt gerade feststelle, ist da, wo der Staat einschreiten könnte, wo man Umverteilen machen könnte oder sonst was, das wird jetzt alles als durchgeknallt und Vogue oder sonst irgendwas geframed. Die Linksliberalen haben in einem ganz großen Maße uns über Jahre sensibilisieren wollen zum Thema Männlichkeit, toxische Männlichkeit. Und jetzt kann man darüber streiten, welche Ansätze besser und schlechter waren und ob es da auch an manchen Stellen übertrieben war oder ob man nicht am Ende selbst Männlichkeit an sich in Frage gestellt hat, ob das so sinnvoll ist. Was jetzt kommen soll, ist eine Wehrpflicht, damit wir uns verteidigen können. Und ja, toxische Männlichkeit und so, weiß ich gar nicht. Und das wird jetzt inzwischen von denen propagiert, die uns jahrelang die ganze Zeit was von toxischer Männlichkeit erzählt haben. Da sieht man natürlich eine enorme Verlogenheit in linksliberalen Kreisen. Und obwohl sich... Ja, das ist nämlich auch das Problem. Ne? Viele Leute, nur weil ich ein gewisses Wort benutze, heißt es nicht, dass das dem auch so ist. Aber ich kann natürlich sagen, ich bin für Gleichberechtigung und für gleiche Rechte für alle. Und das kann halt massiver Bullshit sein und das ist es halt oft. Ne? Auf der einen Seite heißt ja, natürlich müssen Frauen, die dasselbe verdienen für dieselbe Arbeit, für denselben Job, ne? Natürlich sollte eine Person nach ihrer Qualifikation eingestellt werden und nicht nach dem Geschlecht. Und wenn die Frau eine bessere Qualifikation hat als der männliche Mitbewerber, dann sollte die genommen werden. Nicht der andere, nur weil er nicht schwanger werden kann oder sowas. Aber man kann dann aber auf der anderen Seite auch nicht sagen, wir wollen aber noch die in Anführungsstrichen guten Werte, die uns gefallen, von denen wir profitieren können, aus dem vorletzten Jahrhundert. Hier, der Mann muss der Kavalier sein, der muss immer alles bezahlen, dieses und jenes. Das wollen wir auch. So, beides funktioniert nicht. Ne? Ich habe entweder Gleichberechtigung oder ich habe halt nicht Gleichberechtigung. Und Gleichberechtigung kommt mit vielen Rechten, aber auch vielen Pflichten und Verantwortungen. Ne? Weil es mehr Freiheit bedeutet. Freiheit bedeutet, also je mehr ich frei bin, desto mehr habe ich auch Verantwortung für mich selbst. Und ich kann nicht auf der einen Seite maximale Freiheit fordern, auf der anderen Seite aber auch minimale Verantwortung fordern. Das funktioniert nicht so. Ben und Wolfgang darin absolut einig sind, kommt trotzdem kein Konsens zustande, weil sie am Ende natürlich bei der Messerkriminalität landen. Und hier sehen wir genau, weshalb keine Einigkeit entstehen kann. Zunächst ist Wolfgang das Ausmaß an Messerkriminalität überhaupt nicht bewusst. Das Kernelement, was sich getan hat, die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden, wenn du nicht grundsätzlich involviert bist. So, also zufällig, die ist drastisch gestiegen. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ja, also man hört das ja immer wieder. Ich meine, vor allem, wenn man nicht grundsätzlich involviert ist, der wichtige Punkt. Ja. Es gibt natürlich Menschen in Hooligan-Gruppen zum Beispiel, die überdurchschnittlich oft Opfer von Gewalttaten werden, aber da ist es halt meist so, Hooligans prügeln sich meistens nur mit anderen Hooligans. Die wissen, worauf sie sich einlassen. Die haben da alle Bock drauf. Und dementsprechend ist es natürlich was anderes, als wenn irgendjemand in der Innenstadt anfängt, Leute abzustechen. Du warst halt zufällig gerade da, unbeteiligt und du hast nicht vorgehabt, in die Innenstadt zu gehen, um an der Messerstecherei teilzunehmen. Und da bin ich auch der festen Überzeugung, dass das gestiegen ist und das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil, weil das statistisch nachgewiesen ist, dass im Vergleich überproportional
migrantische Täter gibt. Was nicht bedeutet, dass es nur migrantische Täter gibt, aber dass die halt im Vergleich zu ihrem prozentualen Ansatz am Anteil der Bevölkerung prozentual deutlich überrepräsentiert sind. Das ist eine Wahrheit, die man so aussprechen dürfen muss, weil die Zahlen es belegen. Und das einfach wegzuignorieren, wie es die radikale Linke tut, ändert am Problem nichts. Im Gegenteil. Man muss dann auch unbequeme Wahrheiten auch mal als Tatsachen akzeptieren und dann feststellen, da haben wir ja dann eigentlich einen gemeinsamen Nenner, weil es wird ja wohl anzunehmen sein, dass sowohl Rechte als auch Linke, scheißegal wie weit sie am Rand der jeweiligen Richtung angesiedelt sind, sich wohl darauf einigen können, dass weniger Menschen, die mit Messern abgestochen werden, in der Öffentlichkeit vollkommen unbedarft, eine gute Sache sind. Je weniger Menschen mit Messern abgestochen wird, desto besser ist das für unsere Gesellschaft. Und das ist der Konsens, auf den du irgendwann kommen musst. Scheißegal, aus welcher fucking Richtung du kommst. Und wenn ideologische Verblendung dich daran hindert, diesen Konsens zu erreichen, bist du ein Hurensohn. Egal aus welcher Richtung du kommst. Wenn du vorher Drogendealer warst, da ist die Kriminalität gleich geblieben. Wenn du Bankräuber warst, da ist die Kriminalität gleich geblieben. Einbruch ist mehr oder weniger das Gleiche. Aber wenn ich als normaler Bürger mich in die U-Bahn setze, zum Bahnhof fahre, so insbesondere abends, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines verheerenden Gewaltverbrechens zu werden, lass mich kurz einen Punkt zu Ende machen, größer geworden. So, wir haben heute zwischen 70 und 80 Messerattacken pro Tag. Nein. Das scheint. Also es gibt nicht 60, 70 Messerattacken pro Tag. Das kann man ja Sinne, checken. dass man davon von Gewalttaten sprechen kann. Also also mir ist das neu, diese Zahl. Okay, das ist eine Zahl, die hat Michael Kürath, dessen Tochter ist ja bei einer Messerattacke gestorben, hat gesagt, das sei so. Wir ja 20.000 Messerattacken. Das scheint mir doch sehr viel zu sein im Jahr. Das ist jetzt das Problem, dass beide nicht einen Zettel auf den Tisch legen können, den man jetzt hier als Beweis nimmt. Der Wolfgang Schmidt, sagt, das scheint mir sehr viel, aber es ist ihm auch nicht bewusst. Er hat auch da kein IQ drin, ne? Wie viele es tatsächlich sind. Und der andere sagt, ja, der so und so, dessen Tochter, ne, hat das gesagt. Was natürlich auch schwierig ist, weil es natürlich auch keine unabhängige Quelle ist. Ich habe mich da mit einem von euch, vielen, vielen Dank im Übrigen, du weißt, wer gemeint ist, in meinen Kommentaren unterhalten, wo wir uns über die Todesstrafe und dergleichen unterhalten haben. Und da ist halt wieder das Problem, wenn ich da die Info kriege von jemandem, der da so offensichtlich subjektiv sein muss, ne, weil er einen geliebten Menschen durch das verloren hat und jetzt auch mehr oder weniger diesbezüglich aktivistisch unterwegs ist und ein bisschen den neutralen Blick auf die Sache verloren haben muss, nachvollziehbarerweise, ist das immer eine schwierigere Quelle, als wenn ich sage, ich beauftrage jetzt ein unabhängiges Institut damit, eine repräsentative Studie durchzuführen und ich gehe da ergebnisoffen an die Nummer ran und je nachdem, was da rauskommt, dementsprechend wird gehandelt und die Studie sagt mir dann, hier im Durchschnitt 70 Stück am Tag, dann kann ich das auf den Tisch legen und sagen, bitte sehr, hier ist der Beweis. Und daraus kann ich dann in der Diskussion, im gemeinsamen Konsens irgendwann einen Handlungsplan erstellen.
Wo ich sage, okay, wir haben 70 Messerattacken am Tag in diesem Land. Das sind 70 zu viel. Wie kriegen wir das so weit wie möglich gegen 0? Auf 0 werden wir es nie kriegen, aber wie kriegen wir so weit wie möglich gegen 0? Und wo sind die Probleme? Und dann wird man auf beiden Seiten irgendwann unangenehme Wahrheiten akzeptieren müssen. Und während man diesen gemeinsamen Weg geht in Richtung Konsens, in Richtung wir schauen, dass es besser wird. Und das sollte meiner Meinung nach jedem Demokraten, jedem Humanisten, jedem, dem daran liegt, dass wir in einer besseren Gesellschaft leben, morgen, übermorgen, nächsten Monat, nächstes Jahr, in 10 Jahren, als wir es heute tun, sollte das die oberste Priorität sein und nicht selbst Recht haben zu müssen, um jeden Preis, weil der andere ist der Feind. Es sind 20.000 Messerattacken. Okay, sind 60 bis 70 Messerattacken pro Tag, das ist das eine. Und beide sind sich zwar einig, dass es de facto keine riesige Gefahr gibt in Deutschland. Ich fände es jetzt geil, wenn der Matthias hier wirklich das nachgeprüft hätte und geschaut hat, wie viele sind es. Gibt es wirklich verlässliche Zahlen, die ja sagen, wie viel durchschnittlich Messerattacken in Deutschland am Tag passiert? Aktuell gemessert zu werden. Sie verlieren sich aber beide gleich wieder aus den Augen, weil Wolfgang zum eigentlichen Problem der sozialen Ungleichheit zurück will und Messerkriminalität als eher belanglos abtut. So, dann rüttelt er so und sagt, Wolfgang, ich will nicht sterben. Das ist ökonomisch. Gibt es da das ja, oder gut, das? also man kann ja jetzt auch nochmal irgendwie vernünftig sein und mal eine Statistik herbeiholen und gucken, wie wahrscheinlich ist es, du hast es ja selbst schon hier heute auch mal gesagt, nämlich am Anfang unseres Gesprächs, wie wahrscheinlich ist das, dass man jetzt da draußen auf die Straße tritt und ermordet wird? Also Ja, wir können jetzt auch mal die Kirche, wir können jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Natürlich, wir sind ein großes Land, wir haben was 83, 85 Millionen Einwohner in dem Land. Das sind natürlich, wenn wir in solchen Dimensionen uns bewegen, 70 Messerattacken. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es dich selbst trifft, ist da natürlich verschwindend gering. Und da muss ich jetzt leider dem Wolfgang, der ist mir sehr sympathisch, entgegen sagen, das ist aber vollkommen irrelevant, weil es auch wieder den Empathiegedanken vergisst. Ne? Warum sollte es mir so lange egal sein, dass jeden Tag 70 Leute abgestochen werden, bis es mich oder jemanden aus meinem näheren Umfeld trifft? Ja? Denn wenn es eine klare Tendenz nach oben gibt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, also wenn man jetzt mal das komplett egoistisch sieht, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es eben mich oder einen aus meinem Umfeld trifft. Aber es sollte mir generell nicht egal sein, wo man sagt, ja, oh, mein Nachbar ist abgestochen worden, Gott sei Dank war es nicht ich. Sondern dass man sagt, oh mein Gott, es werden hier 70 Leute am Tag abgestochen, wir müssen da irgendwas dagegen tun. Ja, egal wer die Opfer sind, wir müssen schauen, dass wir weniger Opfer von Gewaltstraftaten in diesem Land haben. Und wenn eins der Probleme eben in dem Themenbereich Migration anzusiedeln ist, müssen wir das ansprechen und müssen dementsprechend handeln. Das wird nicht der einzige Themenbereich sein, aber einzelne Themenbereiche hier raus zu ignorieren, weil sie nicht ins eigene politische Narrativ passen, behebt halt das Problem im Endeffekt niemals. Und du sagst jetzt, ja, jetzt komme ich aber immer wieder mit der Statistik und mit der Statistik und der Statistik. So, und dann sage ich dir, ja, das gibt es und ich will es auch gar nicht leugnen. Ich kenne die Einzelzahlen nicht, aber ich nehme auch Dinge wahr, sage dir aber zugleich, wir haben ganz andere Probleme von diesem Thema Migration und Messergewalt. Man muss die Messergewalt ja nicht leugnen und das tue ich auch nicht. Und ja, es gibt behördliches Versagen und ich wundere mich damit mitunter auch. Und ich sage, stattet die entsprechend aus. Ich aus einer linken Perspektive will deutlich machen, ja, es gibt Gewalt auch von Migranten und es gibt da auch Integrationsprobleme und behördliches Versagen. Aber vergesst darüber nicht eure eigentlichen ökonomischen Interessen. Und diese werden nicht von den Rechten vertreten. Das ist der Punkt, wo ich ihm aber auch recht geben muss. Ja? Das ist nämlich, wenn man sich das Wahlprogramm der AfD anschaut,
ist das nämlich so eine Sache, dass da zwar schon auch drin steht, ne, wir wollen aufgrund von Remigration und dergleichen dafür sorgen, dass eben solche Statistiken runtergehen. Was dann vielleicht das Sicherheitsbedürfnis der Menschen anspricht und sagt, ja, dann leben wir wieder in einem besseren Land, etc. bla bla. Das Problem ist allerdings, dass der Rest des Wahlprogramms der AfD extrem wirtschaftslibertär ist und auf eine sollen doch die jetzt schon sehr viel haben, noch mehr bekommen, weil die Kleinen sind zu dumm, um mit Geld umzugehen, Schiene läuft, ne? Auf so eine Friss- oder Stirb-Mentalität und eben Turbokapitalismus am amerikanischen Modell, was irgendwann halt in eine maximal in eine maximal ausbeuterische, oligarchische, asoziale Gesellschaft münden wird, wie wir es in Amerika sehen. Und dass das auch nicht im Sinne des entweder Mindestlohnverdieners oder gar Bürgergeldempfängers ist, egal ob er einen deutschen oder einen türkischen Pass hat. Ne? Also viele Leute, die AfD wählen gegen ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen, aber das sind sie ja schon gewohnt, weil sie davor ganz oft CSU und CDU gewählt haben, wo sie ebenfalls gegen ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen wählen. Und das Problem ist einfach, dass es halt keine wirkliche Alternative gibt, weil die Politik keinen Grund hat, die wirtschaftlichen Interessen derer zu wahren, die nichts haben. Ist leider so. Während Ben darauf beharrt, dass auch irrationale Ängste wichtig sind. Ich habe den Eindruck, dass ich immer hier jetzt so die Pro-AfD-Position wiedergebe oder zumindest summarierst du oder fasst du das so zusammen. Aber das tue ich gar nicht, sondern ich versuche mich auf den Standpunkt des Bürgers zu stellen. Und ich sage nicht, AfD ist gut, ich sage auch nicht, AfD ist schlecht, sondern ich sage, das scheint ein reales Problem zu sein, ein emotional wahrgenommenes Problem. Und als ich gesagt habe, ich will nur nicht sterben, ist es natürlich... Ich verstehe, dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben relativ gering ist. Ne? So, aber der Bürger hat eine wahrgenommene Angst. So, du hast die Angst in deinem Kopf. So, ja, die habe ich in meinem Kopf, aber dort ist sie real. Und nur weil ich die im Kopf habe, bin ich nicht weniger klug oder dumm oder so. Ben will hier, das unterstelle ich jetzt, darauf hinaus, ob und wie Menschen integrierbar sind, die aus einer Kultur und aus Lebensumständen kommen, in der beispielsweise Messergewalt einfach verbreiteter ist als in Deutschland. Und das ist eine valide Frage, die wir nicht beantworten, wenn wir sie von links bagatellisieren und entweder behaupten, dass es a. keine kulturellen Unterschiede zwischen Menschen gibt oder b. es kein reales Problem darstellt. Ich will das auch gar nicht leugnen. Ich will auch gar nicht leugnen. Das hätte ich besser auch nie ausdrücken können. Da stimme ich dem Matze zu 100% zu. Dass es Gewalttaten gibt. Aber hat man wirklich den Eindruck, dass man da nicht mehr rausgehen kann? Aber ich will eigentlich über die Dinge sprechen, die uns alle betreffen, nämlich die Frage, kann ich mir diesen Monat bis zu Ende den Einkauf leisten oder muss ich wieder sparen? Wird die Miete wieder erhöht werden? Wo ist eigentlich mein beruflicher Aufstieg geblieben, den man mir mal versprochen hatte? Das ist eben das Problem. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Falling Down gesehen hat. Ein großartiger Film mit Michael Douglas von, ich glaube, 93 oder was es war, 91 in dem Bereich. Und da geht es eben auch darum, ne? Uns allen wurden ja gewisse Versprechungen gemacht. Das ist, jetzt mal die Leute anzusprechen, die jetzt hier im Land geboren, aufgewachsen sind. Uns wurde immer gesagt, ja, sei lern gut für die Schule, sei fleißig, lerne einen guten Beruf, halt dich an die Regeln und dann wird es dir irgendwann mal besser gehen, als deinen Eltern ging. Und dieses Versprechen hat lange funktioniert, es funktioniert halt leider nicht mehr. Das ist halt die
Grundproblematik von Falling Down, eben, dass jemand, der immer nach den Regeln gespielt hat, der sein ganzes Leben lang sich daran gehalten hat, was man ihm gesagt hat, und sagt, hier, wenn du dich an die Spielregeln hältst, dann ist alles gut. Und bei dem halt nicht alles gut ist, und der tickt halt dann irgendwann aus. Und wie gesagt, wir sehen in der Entwicklung der USA schon seit Jahrzehnten die Entwicklung, auf die wir uns auch in Deutschland einstellen können. Wir haben dann immer mit 10, manchmal 20 Jahren Verzögerung, aber es kommt alles bei uns auch. Und anstatt das als mahnendes Beispiel zu nehmen, zu sagen, hier, vielleicht sollten wir dieses Versprechen an den 0815 Bürger, der einfach nur seinen Job machen will, sein Lebende, und am Wochenende irgendwie chillen und vielleicht das ein oder andere Hobby haben und ein bisschen Wohlstand genießen dürfen. Wir sollten dieses Versprechen unter gar keinen Umständen brechen. Die Menschen haben ihr komplettes Leben darauf ausgelegt. Wenn dieses Versprechen gebrochen wird und die Menschen das Gefühl haben, ich habe mein komplettes Leben verschwendet, weil ich eine Lüge geglaubt habe, wird das zu weiteren Eskalationen führen. Das wird auch zu weiteren Psychosen führen. Das wird zu Chaos und Gewalt führen. Und das kann doch keiner wollen. Könnte man dir daraus vorwerfen, dass die Leute kommen und sagen, ich habe ein Problem, weil ich habe Angst. So, ich habe Angst vor Gewalt, ich habe Angst, meine Kinder ins Freibad zu lassen. Und dann sagst du, das sind keine realen Probleme. Es gibt in manchen Freibädern Probleme. Wenn ich aber im Sommer, und ich mache das täglich, bild.de aufrufe, bekomme ich jeden Tag fast irgendwas aus irgendeinem Freibad mal mit. Weil die jede Meldung, die mal irgendwo stattfindet, ganz groß machen. Das dann Titel ist dann irgendwas in einem Freibad. Und das ist dann nicht Mord und Totschlag gleich. Wolfgang gesteht zumindest ein, dass es ein Problem gibt, möchte aber eigentlich lieber wieder über das Grundproblem der sozialen Ungleichheit sprechen. Ja, das ist eben das Problem. Wenn du mehr oder weniger dem anderen die Wichtigkeit seiner Argumente absprichst, dann kannst du auch von dem nicht erwarten, dass er deine Argumente auf demselben Maße ernst nimmt, wie du sie ernst nimmst. Und wie gesagt, dass 2 Punkte in der Hinsicht beide richtig sein könnten, ist meiner Meinung nach die Grundlage darauf, auf der wir irgendwie gesellschaftliche, soziale Arbeit angehen müssen. Und Ben spielt dann, das unterstelle ich nochmal, den radikalen Rechten, der in den Fällen der Messerkriminalität einfach ein grundlegendes Unvermögen sieht, Menschen aus diesem Kulturkreis in Deutschland zu integrieren. Also. Ja, das ist aber auch leicht zu debunken, weil gäbe es ein grundlegendes, was er gerade gesagt hat, Unvermögen, die Leute zu integrieren, dann wäre die Anzahl der Messerattacken noch deutlich höher. Ne? Weil das schert wieder alle Leute über einen Kamm. So, er sagt, die kommen aus dem Kulturkreis, die sind alle so und die alle Messer. Ne? Alle Hesse sind Verbrecher. Das ist halt auch wieder Bullshit. Ne? Absolutismen sind zu meiden. Ja, auch er mit seinem Buch, wie heißt das, gegen Dogmen oder sowas, ne? Wenn ich mich in einen normalen Deutschen, Anführungsstrichen, reinfühle, dann sagt er, also es gibt 2 Interpretationsmöglichkeiten. Man kann sagen, okay, dieses Migrationsthema haben die Medien den Menschen so rein manipuliert. Die zweite Interpretationsmöglichkeit ist, das beschäftigt die. Weil wenn die rausgehen, haben die mehr Angst. Jetzt kann man sagen, die haben Angst, weil die Vollidioten sind, aber die Zahlen belegen ja, dass es substanziell gefährlicher geworden ist. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, Kriminalitätsstatistik hat sich doch eigentlich nichts getan. Es hat sich nicht viel getan. Das Kernelement, was sich getan hat, die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden, wenn du nicht grundsätzlich involviert bist. So, also zufällig, die ist drastisch gestiegen. Das große Problem ist hier aber, dass beide den Punkt der Gegenseite nicht wertschätzen. Denn beides beeinflusst einander. Linke, oder in diesem Fall Wolfgang,
unterschätzen reale Ängste, Gefahren und Sorgen. Rechte, oder in diesem Fall als Advocatus Diaboli Ben, ignorieren Strukturen. 5. Fazit. Wenn du der Meinung bist, dass Migranten einfach grundauf anders, inhärent weniger wert und nicht integrierbar sind, weil Dann bist du ein Hurensohn. sie Bock haben rumzumessern und Bürgergeld zu kassieren, dann geh jetzt bitte von meinem Kanal. It's a complete crap. Wenn du zu den Ja-Aber-Menschen gehörst, dann stell dir bitte die folgende Frage. Was, wenn es du wärst? Fändest du die Ja-Abers dann überzeugend? Nochmal, wir hatten in der Lotterie des Lebens Glück. Menschen in Not haben sich nicht ausgesucht, in einem kriegsgebeutelten Entwicklungsland aufzuwachsen. Im Übrigen, das ist auch lustigerweise bei uns mit diesen Messerattacken die genau umgekehrte Diskussion, wie es zum Beispiel in den USA mit dem Second Amendment Right irgendwie mit den Waffengesetzen ist. Ja? Da sind die Rechten diejenigen, die sagen, ja, nee, wir brauchen die Waffen und etc. bla bla. Und die, wie Charlie Kirk selber gesagt hat, ja, dann ist es halt so, dann müssen halt ein paar Leute durch Waffengewalt sterben, damit wir dieses Recht behalten können. Und auf der anderen Seite, die Linken, die sagen, ich habe aber Angst, dass ich dauernd erschossen werden könnte und es ist kein Leben für mich, in permanenter Angst zu leben. Und hier haben wir die Rechten, die sagen, ich habe Angst, abgestochen zu werden, es ist kein Leben für mich, in permanenter Angst zu leben. Und die anderen sagen, ja, aber hier kein Mensch ist illegal. Und beide Diskussionen gehen ja nirgendwo hin. Und dann wirklich eben der Grundsatz der Empathie, sich zu denken, ja, was, wenn es mich betrifft? Ja? Was, wenn jemand auf mich schießt oder auf einen Menschen, den ich liebe? Bin ich dann immer noch so sehr davon überzeugt, dass jeder Dulli eine Schusswaffe haben kann, auch ohne vorher irgendwie eine psychologische Evaluation durchgemacht zu haben? Und auf der anderen Seite müssen sich auch die snobistischen Wohlstandslinken fragen, was ist, wenn ich Opfer werde, wenn ich gerade zufällig irgendwie in der Innenstadt bin, vielleicht irgendwie beim CSD oder so, und es kommt irgendjemand, der aufgrund seines kulturellen Backgrounds einfach massive Hasslatte auf alles schiebt, was nicht heterosexuell ist, und er fängt an, mich und meine Freunde abzustechen. Was ist dann? Und das ist grundlegendes Empathieproblem, das wir haben, das sich natürlich dadurch verstärkt und verschlimmert hat, dass eine zunehmende Entmenschlichung der politischen Gegenseite als Instrument der Manipulation und der Einflussnahme auf die eigene Bubble Usus geworden ist in den letzten Jahren. Ne? Von beiden extremistischen Lagern. Und diese Leute haben sich auch nicht ausgesucht, in welchem Umfeld sie sozialisiert werden. Wärst du in der Lage, dich in gleicher Situation besser zu integrieren? Messerkriminalität spaltet uns nicht, weil sie ein gigantisches Sicherheitsproblem wäre. Sie spaltet uns, weil Messer scharf sind. Weil sie ein Symbol ist. Ein Brennglas für das, was links und rechts aneinander nicht sehen wollen. Die einen schauen auf Strukturen, Ungleichheit und gesellschaftliche Ursachen und unterschätzen, dass Angst ein realer Faktor ist. Die anderen schauen auf die Symptome. Gewalt, Kontrollverlust, kulturelle Reibung und blenden aus, dass diese Phänomene nicht im luftleeren Raum entstehen, sondern in sozialen Bedingungen wurzeln, die wir verändern können. Beide Perspektiven sind nicht falsch, aber sie sind unvollständig. Wer nur über Messer redet, übersieht Armut und ungleiche Startbedingungen. Wer nur über Armut redet, übersieht reale Gefahren, Sicherheitsbedürfnisse und kulturelle Unterschiede. Die Wahrheit ist, Sicherheit entsteht nicht gegen soziale Gerechtigkeit. Sie entsteht durch sie. Und soziale Gerechtigkeit kann nicht gedeihen, wenn Menschen sich nicht sicher fühlen. Das ist ja mehr oder weniger das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Wenn die Leute keine Angst haben, wenn die Leute eine soziale Gerechtigkeit spüren, wenn die Leute sich gerecht und fair behandelt fühlen, eine gewisse Zufriedenheit haben, dann kehrt Ruhe ein, dann kehrt Frieden ein, dann sinkt die Gewaltbereitschaft, weil eben Angst, und egal ob sie rational oder irrational ist, macht dumm und aggressiv.
Angst schaltet das Gehirn aus und dann kicken die Überlebensinstinkte rein. Und wenn die mal am Laufen sind, dann ist schwierig. Das ist kein Gegensatz, sondern eine Wechselwirkung. Und genau deshalb ist das Gegeneinander vom linken Gutmenschentum und rechter Realpolitik so destruktiv. Beide sprechen von Gerechtigkeit, aber sie meinen verschiedene Teile davon. Beide wollen ein Land, das funktioniert, aber sie definieren Funktionieren unterschiedlich. Und beide hätten voneinander etwas zu lernen. Wenn Linke lernen, Ängste nicht zu verharmlosen, sondern ernst zu nehmen, ohne gleich Rassismus zu wittern, und wenn Rechte lernen, dass Integration nicht scheitert, weil Menschen falsch sind, sondern weil Strukturen versagen, dann entsteht Raum für Lösungen. Dann können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, was wirklich zählt. Ein Land, in dem Menschen sicher leben können, weil sie gleiche Chancen haben. Und eine Gesellschaft, die gerecht ist, weil sie Sicherheit ernst nimmt. Bis dahin bleibt Messerkriminalität ein Symbol für eine viel größere Krankheit. Unsere Unfähigkeit zuzuhören. Was meint ihr dazu? Ich bin bei Skeptic und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, dann lasst es mich wissen. Fand ich sehr gut, das Video. Fand ich sehr, sehr, sehr gut von ihm. Auch wenn ich nie mit allem d'accord gehe, was er sagt, ne, aber ja, war mal wieder ein gutes Video. Und hat auch ein bisschen meinen Horizont erweitert. Ich hoffe, euren auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir jetzt 2 Stunden zuzuhören. Alter Ver Okay, machen wir hier schnell Schluss. Ne? Ich hoffe, ihr hattet eure Freude dran. Ich hoffe, vielleicht der ein oder andere lässt mal noch ein bisschen, ne? Den Geist offen und ne? Denkt vielleicht auch mal über das ein oder andere nach, reflektiert sich selbst und vielleicht können wir uns dann doch noch mal irgendwie auf eine offenere, funktionellere, kompromissbereitere, humanistisch zentrierte Gesellschaft einigen. Macht's gut, Leute. Metal auf.